herzlich willkommen zum Livestream heute. Ich bin euer Gastgeber, der lustige Sprecher, und ich kann es kaum erwarten, euch durch ein spannendes Programm zu führen. Aber zuerst, lasst uns über diesen YouTube-Kanal sprechen. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine Neuigkeiten zu verpassen. Denn bei Bavarian Sky Pixels gibt es immer etwas Neues zu entdecken. Es wird sicherlich eine unterhaltsame und atemberaubende Reise für uns alle. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, und jetzt viel Spaß mit dem Live. Schönen guten Abend bei dem heutigen Livestream. Freut mich, dass ihr alle hierher gefunden habt. Irgendwie schaue ich heute komisch aus. Ich habe Haare auf dem Kopf. Der Zwiebelbart fehlt. Irgendwas stimmt da nicht. Ach, ich habe den ehrenwerten Filter drin. Ach, deswegen schaue ich so hübsch aus. Moment, das muss ich ändern. Geht gar nicht. Ja, schönen guten Abend wünsche ich. Jetzt schaue ich wieder normal aus. Oben keine Haare, unten Zwiebelbart. Servus, grüß euch. Schauen wir mal. Ey, das geht ja schon. Was ist denn hier los? Schon wieder im Chat? Ui. Ich hoffe, der Ehrenwerte ist mir nicht böse. Ich habe es nicht verkneifen können. Wie schaut es eigentlich mit dem Ton aus? Ich habe heute mein Mikrofon eingepegelt. Ein paar Filter drauf und Kompressor und Limiter und alles mögliche. Sollte jetzt ein bisschen besser sein mit dem Ton. Eigentlich brauche ich gar nicht so nah rangehen, oder? Schauen wir mal, wer da ist. Der Olaf ist da. Hey Olaf, cool. Der Türsteher. Die Andrea ist da. Der Michael Ritter ist da. Die Cassandra. Die Elisabeth. Der Theo. Grüß dich, Theo. Der Anjo. Hey Anjo, grüß dich. Servus. Schöne Grüße nach Fürstenfeldbruck, ja. Dann, wen haben wir noch? Christian Heigl. Ton gut. Ah, super, vielen Dank. Am iPhone alles bestens. Super, perfekt, freut mich. Und die Dani ist natürlich auch da. Die Dani darf halt moderieren. Nicht, dass sie irgendwas überließ. Ja, also der erste Livestream, habe sau viel Spaß gemacht mit euch. Und da habe ich gedacht, so, jetzt wird's Zeit. Ich traue mich an einen zweiten Livestream. Ich hoffe, dass die Kamera diesmal durchhält. Letztes Mal haben wir das Problem gehabt, dass dann die Kamera ausgefallen ist. Das war dann eher so ein Podcast. Grüß dich, Anjo. Monetarisierung, genau das wollte ich euch erzählen. Frank, grüß dich, Frank. Dankeschön. Monetarisierung, ich habe den Livestream monetarisiert und wir haben uns ja da zusammen Videos angeschaut. Ja, jetzt habe ich die Monetarisierung nicht bekommen, weil Musikstücke von euch nicht copyright-mäßig, bla bla bla, scheiß YouTube. Das macht aber nichts, weil viele Einnahmen habe ich auf dem Stream nicht. Ich wollte euch bloß sagen, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, die ganzen Einnahmen, was hier auf meinem Kanal sind, das sind unglaublich ungefähr so 5 Euro im Monat, gehen alle an die Rehkitzrettung Traunstein e.V., was meine Frau macht für die Rehkitzrettung. Und da habe ich gesagt, ein Jahr die Einnahmen, was ich da bekomme, spendiere dem Verein. Genau. So. Vollkommen unvorbereitet, die mir lange Gedanken gemacht, was wir machen könnten. Ich habe jetzt 2, 3 Vorschläge. Die Dani hat heute den ganzen Tag alte Fotos eingescannt. Habe ich im letzten Stream schon gesagt, wenn ihr Bock habt, können wir uns mal so richtig alte Fotos anschauen. Weil ich habe Fotos, die sind zwischen 50, 60 Jahre fangen die an und gehen dann wirklich zurück bis 110, 120 Jahre. Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr da mal alte Fotos anschauen zusammen. Es sind ja eigentlich alles jetzt Fotoleute hier. Ja. Und dann hätten wir überlegt, könnten wir zusammen als Community ein KI-Bild erstellen. Ich habe mir das so vorgestellt, wir starten das und dann gibt jeder irgendwie ein Wort ein und dann schauen wir mal, keine Ahnung, bei 10 Wörtern, was da für ein Community-Bild rauskommt. Das können wir ein paar Mal probieren. Dann könnt ihr das auf Instagram posten, so als Community-Ergebnis, was wir da zusammen geschafft haben. Genau, also das wäre jetzt so die. Dreh mal ein wenig den Wapp ins Wärmere, bitte. Danke.
Oh, aber das jetzt, Anjo, ich glaube, OBS fasse ich jetzt nicht an, weil ich bin jetzt total froh, dass der Scheiß läuft. Darum, damit Olaf Ruhe gibt. Ja, normalerweise ist ja der Andi da zuständig, gell? Keine Ahnung. Also dann an Andi Groh, den siehst du auf jedem Stream, gell? Aber ich glaube, das hat er noch nicht gecheckt, dass ich auch stream. So, Leute. Hi, Frank. Michael Ritter. Also Michael Ritter, ich habe mir die blaue Stunde gestern angeschaut. Ich bin sehr begeistert von deinem riesen Teleskop. Also ich war da fasziniert davon, was du Technik hast. Gigantisch. Also schaut mal beim Christian, beim Michael, Entschuldigung, auf Instagram und auf seinem YouTube-Kanal. Also ich war da begeistert. Also wie schaut's aus? Machen wir alte Fotos. Habt ihr da Bock drauf? Dann sagt ihr Bescheid. Dann machen wir richtig alte Fotos. Gucken wir mal. Ja, ich war von deinem Teleskop so begeistert. Das ist ja irre. Die Ausrüstung, Wahnsinn. Dann würde ich sagen, schauen wir einfach alte Fotos an. Es sind ein Haufen Fotografen da. Vielleicht habt ihr Bock drauf. So, schalten wir hier um. Ich habe eine zweite Kamera. Jetzt hoffe ich, dass das so funktioniert, dass ihr einigermaßen was sehen könnt. Also ich habe das Bild einmal eingescannt. Ich mache mir jetzt hier ein bisschen kleiner. Und ich habe das Bild gleichzeitig hier nochmal. Also wenn wir irgendwas sehen, was uns interessieren wird, kann ich hier nachschauen. Was mir aufgefallen ist, ich habe sehr viele Fotos, alte, 300, 400, 500 Stück. Und was, also wie soll ich sagen, das meiste sind so, weiß ich, wie man das nennt man das Postkartenfotografie, kann es sein? Postkarten, ja. Und ich habe hier zum Beispiel das erste, das ist ein Originalbild von meiner Ex-Schwiegeroma aus Estland, das habe ich auf dem Speicher gefunden. Da war es damals noch russisch besetzt. Steht hinten auch noch komplett auf Estnisch alles drauf. Könnt ihr mir angucken. Das müsste aus dem Jahr 1960 ungefähr gekommen sein. Habe ich ganz interessant gefunden. Aber ich denke, das zeige ich euch. Also wenn euch irgendwas interessiert, sagt ihr, hey, dicker Bayer, stopp. Das interessiert mich. Genau, so schaut die Postkarte aus. Und die riecht sogar noch nach alten Speicher. Also ist irre. Dann haben wir hier noch eine Karte eingescannt. Das kommt auch aus Estland. Ich kann euch das ein bisschen übersetzen. Das heißt, alles Gute zum Geburtstag. In Pölwa, 28. Juli. Das Lustige ist, das ist mein Geburtstag, 1960. Da war ich noch gar nicht geboren. Und meine Oma in Spee hat Linda Lambing geheißen. Die hat einen deutschen Namen gehabt. Vielleicht war noch ein bisschen Zeit und wir machen es noch einmal Teil 2 oder so. Ja, das wäre cool, Michael. Das wäre richtig cool. So, jetzt seid ihr gefordert. Und zwar diese Karte. So schaut die in echt aus. Ein bisschen dunkel. Machen wir schon das Licht an. Moment. Moment. Ich habe so ein scheiß Lampenfieber. Ich sag's euch, das ist irre. So. Diese Karte schaut vorne so aus und hinten so. Und ich habe lange Zeit überlegt, aus welchem Land die kommt. Schaut's mal hier um. Vielleicht weiß es einer von euch, wo die herkommen könnt. Weil früher haben wir die nicht bloß Postkarten verschickt, sondern es waren wie so Telegrammkarten. Postcard. Und zwar haben wir hier einen halben Penny. Das Jahr kann ich... Ist es 45? Das könnte 45 sein. Die Adresse kann ich leider nicht lesen, aber ich vermute House of Commons. Ostfriesland? Ja, Olaf. Ja, glaube ich auch. House of Commons in Ostfriesland. Das britische Wappen drauf. Ich glaube, der Olaf hat recht. Ja, Cassandra, das glaube ich auch. Die kommt aus England. Leider kann ich das nicht übersetzen.
So, jetzt machen wir das schneller, weil es sind einige Fotos. Wenn es euch zu langweilig wird, bitte sagen, ja, bitte. So, hier habe ich eins aus Nussdorf am Hauenberg. Und zwar ist das bei uns um die Ecke. Ungarn. Naja, House of Commons, glaube ich, war Englisch. Ja, das finde ich ganz interessant, wie das bei uns früher ausgeschaut hat. Und da hat jemand auf der Postkarte auch sein Haus markiert. Und das sind so Sachen dann eben, wo so vorher, nachher wieder ganz interessant wäre. Hinten ist auch immer ganz interessant. Und zwar war das Bad Reichenhall. OB bei. Ich hoffe, ihr könnt es so erkennen. Oberbayern. Und zwar war das die Anni Fischereder. Da oben haben wir 12 österreichische Groschen. Also die Karte ist aus Österreich gekommen. Und was mich auch fasziniert, Fotokunst, steht hier, Fotokunst. Das war der Karl Dietrich in Oberndorf. Das ist bei Salzburg. Ja, Nussdorf ist größer, aber jetzt Scheißkauf wächst bei uns, weil die ganzen Preise jetzt sind. Genau. Und zwar hier steht Nachbildung verboten. Also haben die früher anscheinend auch schon Copyright-Probleme gehabt. Das finde ich ganz interessant. Jetzt haben wir hier noch ein Foto, beziehungsweise eine Zeichnung. Es könnte ein Kupferstich sein aus Salzburg. Hinten auch ganz interessant. Und zwar haben wir hier noch die kaiserliche, königliche, österreichische Post. 5 Heller. Ja, das möchte ich machen. Das kommt aus der österreichischen Kaiserzeit noch. Und zwar war das am 28. 5, 6, 7, 8, 28.09.2009. Nein, 1909. Sprich, die Postkarte, die kann ich euch auch hier in echt zeigen, ist jetzt über 110 Jahre alt. Die Frage ist immer, was macht man mit sowas? Wegschmeißen ist immer schwierig. Dann habe ich da noch ein Schmankerl. Halt, was steht denn da eigentlich? Eigentum und Verlag der Mozart-Gemeinde in Salzburg. Also die haben da echt anscheinend auch schon Copyright-Probleme gehabt. Vielleicht 28.8. Gell? Ja, Groschen. Ja, dann haben wir mit die Pfennigen gehabt. Jetzt haben wir Olli die Cent. Ganz toll. Ganz, ganz großes Kino. Das kennt vielleicht jemand. Und zwar das Münchner Hofbräuhaus. Das müsste eigentlich der Anjo ganz gut kennen. Mozartkugeln aus Salzburg wäre mal wieder was. Ja, wenn sie so scheiß teuer sind. Das wäre auch super. Vorher-Nachher-Foto. Das wäre ideal. Die Karten, die sind, es fühlt sich an wie Karton. Also ich weiß nicht, wer mir das sagen kann, auf was sie da, wie die das gemacht haben. Weil es ist kein wirklicher Film, sondern es sind einfach so, hört ihr das? Karton. Ja. Münchner Hofbräuhaus, genau. Dann schauen wir hinten drauf, eine Postkarte. Was haben wir da? 5, da haben wir 5 Pfennig. Das war am 22. Juli 1901. Also ich habe da ganz verrückte Postkarten. Also ich habe zum Beispiel Postkarten von einem jüdischen Tuchhändler aus, keine Ahnung, der irgendwie der Bestellung aufgegeben hat. Also mich fasziniert sowas immer. Vielleicht Karte von Karton. Ja, das ist eine Kartonkarte. Ganz, ganz komisch. Vielleicht kennt das auch jemand. Und zwar ist das Altötting, der Kapellplatz. Und der schaut nach wie vor immer noch so aus wie heute. Und das Lustige ist, ich habe das Foto mal dem Landratsamt Altötting gezeigt und da wollten die das Originalfoto haben. Die waren richtig, richtig scharf drauf. Aber ich habe das Foto nicht aus der Hand geben können. Da unten nur der Oldtimer, dort irgendein Lastwagen noch. Aber der schaut eigentlich noch ganz genauso aus wie heute. Ich bin heute wieder ein bisschen ruhig. Ah, okay. So, wo sind wir stehen geblieben? Was steht da hinten drauf? 6 Deutsches Reich. Deutsches Reich.
könnte 1910 sein, schätze ich mal. 1910. Ich weiß nicht, wie gut die Auflösung ist, ob ihr das wirklich anständig sehen könnt. Kunstverlag Hans Strauß. Da gibt es den Fotostrauß noch. Na, der hat zugemacht vor einem Jahr. Irgendwie machen die ganzen kleinen Traditionsfotogeschäfte zu, habe ich festgestellt. So, jetzt haben wir hier ein Foto. Das gefällt mir eigentlich auch ganz gut, weil so ein Foto gibt es außer von mir, glaube ich, von jedem von uns. Unten die Holztafel zur Erinnerung an meine Schulzeit 1938. Ich habe schon einige alte Postkarten, schreibt die Andrea, hier von Elmshorn gesammelt. Wird nächstes Jahr nachfotografiert, gleicher Standort, aber gut 100 Jahre Unterschied. Ja, das ist so richtig geil. Und ich wollte noch sagen, ich habe wirklich sehr viele Fotos aus ganz Deutschland. Okay, danke Elisabeth. Ich werde es über den Winter jetzt mal alles katalogisieren. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr dann auf die Seite schauen. Vielleicht ist ja wirklich euer Dorf oder so mit dabei. Ja, Olaf, da hatte ich Zöpfe, ein schönes Kleid und alte Schnürstiefel, aber die habe ich nur bis zu einem besonderen Anlass anziehen dürfen. So, jetzt haben wir hier noch, kennt vielleicht auch jemand, und zwar Ehlsteinhaus. Das ist die Straße zum Igelsnest, zum Adlerhorst, zum Teehaus, zum Bekannten. Gibt es heute noch die Straße, da fahren auch Busse, da werden die Touristen raufgekarrt und das Foto hat mir so gut gefallen, weil da so ein richtig cooler alter Bus drauf ist. Genau, das hat mir super gefallen. Das wollte ich euch auch zeigen. Es war so schwierig für mich, weil so große Auswahl, richtig schöne Fotos zum Finden. Weil es sollte nicht jetzt 3 Stunden langweilige Fotos sein. Wie gesagt, wenn es euch langweilig wird, sagt es. Dann werde ich einfach einen Olaf moppen und dann Ehlsteinhaus, Ernst Baumann, Nachdruck verboten. So, und jetzt kommen wir zum Eugen Glasbrenner aus Mühldorf. Das sind jetzt richtig alte Fotos. Und zwar sind die Fotos, wie gesagt, wir haben so viele Fotografen hier, vielleicht kennt sich jemand aus und kann mir das erklären. So schaut das in Original aus. Das ist richtig massiv. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Schaut in echt schon ganz, ganz verblasst aus. Und das sind richtig dicke Kartons. Was mir bei die Bilder aufgefallen ist, du hast hier meistens irgendwo so einen Tisch oder Stuhl. Da hat es früher wahrscheinlich geheißen, Hintergrund macht Bild gesund. Dann hat der Fotograf unten einen Teppich geschmissen und hinten so eine Bildleinwand. Das war meistens so gemaltes Gemälde irgendwie auf einer Leinwand. Und das war der Hintergrund. Und überhaupt die Schuhe, die Schnürstiefel. Was Kinder da schon Stiefel haben tragen müssen, das war irgendwie... Aber bei dem Foto, das war aus Mühldorf. Kommunionsfotos, die waren nicht teuer, gell? Hintergrund wieder irgendwie so ein Objekt hingestellt. Da war noch nichts mit Vordergrund. Was, vielleicht ist es in der Porträtfotografie so? Da kenne ich mich leider nicht aus. Damit die Leute bei den langen Belichtungszeiten ruhig stehen konnten. Ja, wobei jetzt die Frage ist, was mich interessieren wird. Vor 110 Jahren, mit was haben die fotografiert? War das wirklich nur so mit der Belichtungszeit, dass die da 5 Minuten stillstehen haben müssen? Ich glaube, das war so kurz, ich glaube, dass das schneller gegangen ist schon zu der Zeit. War auch wieder ein klassisches Beispiel. Ganz genau, gut, andere Pose. Der Eugen. Die Schuhe, also die Kinderschuhe. Ach so, meinst du, dass sie die da so abgestellt. Ah, okay. Da unten hast du wieder den Teppich gehabt, da hinten hast du wieder so eine Fotoleinwand, du hast den auswählen können. Ganz stolz. Ja, Olaf, da habe ich auch wieder Zöpfe gehabt. Ich habe gerade die Bücher, die Fotografen gelesen. Total interessant, wo damals mit Glasplatten gearbeitet wird. Meinst du, Andrea, dass das Glasplatten waren? Jetzt muss ich wieder nachforschen. Super. Ja, das waren jetzt so ältere Fotos. Und jetzt zeige ich euch noch ein paar Fotos von mir. Hier weitermachen, es ist kein Riesenstapel mehr. Also keine Angst, ich habe jetzt hier ungefähr noch
300, also das schaffen wir. Nicht so zimperlich. Geht auch nicht. Ja. Aber das Mimimi. Geh heute mal in ein Fotostudio. Auch alle gleich, nur kein Teppich mehr. Nassplatten hießen die, glaube ich. Ja, die haben heute so Foto. Ja, stimmt. Das ist wirklich gleich geblieben. Das ist echt interessant. Greenscreen hat sich nicht so durchgesetzt. Gell? Ich habe das beim Markus Volls, habe ich das gesehen, weil ich gefragt habe, im Stream hat er ja auch kein Greenscreen hinten, sondern eine Leinwand. Und das siehst einfach gleich. So, jetzt zu mir. Und zwar, aber so Baby-Fotograf. Naja, Baby, jetzt kämen die richtigen Babyfotos. Da war ich das erste Mal in Estland. 3 Minuten stillstehen, deswegen hat doch keiner gelacht. Ja, und vor allem bei die Preise, glaube ich. Da hat es geheißen, du, Fratz, schau bloß, dass du anständig schaust, wenn du lachst. Ich muss 5 Groschen bezahlen für das Foto. Wehe, da kommt gut die Stimmung auf, gell? So, jetzt sage ich es euch. Und wehe, es lacht einer. Das war in Estland, das ist das Seestu Market im Winter. Ja, Olaf, da hatte ich oben mehr Haare, unten noch nicht. Aber mir hat das Bild so super gefallen, weil da drüben fahren echt nur solche Autos rum. Da sind moderne Rückspiegel hingeschraubt, seht ihr, für den Straßenverkehr. Und das war ungefähr vor 10 Jahren, also nicht so lange her. Und die werden da ganz normal als Autos benutzt. Das wollte ich eigentlich unbedingt sagen, weil das habe ich so irre gefunden. Jetzt kommt noch ein altes, ich hoffe, ihr könnt es erkennen, und zwar ja, ein Familienfoto. Ja, BMW. Na, darf ich nicht sagen auf YouTube. Bayerischer Mistwagen darf ich schon sagen. Gefällt mir auch ganz gut, aber wobei die schon ganz schön so fast am Lächeln ist. Die Dame da. Aber die Tracht und so. Und der Chef des Hauses, war früher so, der sitzt. Dann sitzt hier die Herrin des Hauses. Da hinten ist wahrscheinlich der Opa noch. Die Kinder haben zu stehen. Und da hinten ist wahrscheinlich die Schwester. Gibt eine gewisse Ähnlichkeit, kann man erkennen. Rammstein. Gefällt mir ganz gut, das Bild. Aber mit die Uhrenketten und so. Irgendwie ist es schade, wenn wir schauen, wie wir heute rumlaufen. Ja. So, jetzt Olaf, jetzt bist du fällig, jetzt guckt's mal. Das ist der kleine Skypixels. Mit der kleinen Schwester. In den 70er Jahren. Osternest auspacken. Ich habe voll die Süßigkeiten gehabt, meine Schwester leider nicht, die hat in dem Alter Diabetes bekommen, Mellitus, die wäre damals fast gestorben und früher hat es auch kein ja, KI machen wir, klar. Keine Süßigkeiten kriegt. Aber warum, dass ihr euch das zeigen wollt, wegen dem da, guckt's mal. Zwar ist es noch ein richtig altes Polaroid. Das ist, glaube ich, eins von den einzigsten Polaroid-Dinger noch. Ja. Und jeder Trottel ist da gestanden und hat dann immer gewedelt. Lustig, wo er eigentlich gar nichts gebracht hat. Das ist Polaroid. Also mir geht es ja gar nicht so um die Motive, mir geht es um die verschiedenen Fotos. Ich habe hier zum Beispiel ein Foto, das ist komplett rosa geworden. Über die Jahre komplett ausgefärbt. Was schade ist. Ja, das hier zum Beispiel. Komplett rosa Stich. Wedeln war schlecht, gell? Aber jeder hat es gemacht. Ja, dann haben wir da ein altes Foto. Da hinten Müllerbräu 1902. Berchtesgaden. Michael, wir haben erst eine halbe Stunde. Deutsches Reich. Das Bild zum Beispiel, das war, wo ich gesagt habe, ich muss euch das mal aufschreiben. Das ist zum Beispiel Bremen, Blick in einen der Freihäfen. Und da hinten ist auch richtig so eine Kiste mit Kran verladen worden. Und da schaut aus wie so ein Segelschiff. Die Frage ist immer bloß, was machst du mit so alten Fotos, gell? Die vergammeln irgendwie. Das finde ich halt schade.
Damit hast du den Entwickler im Polaroid wieder an einen Rand verbracht. Ah, okay. Weiß nicht, ob Bremen, ob jemand aus Bremen kommt. Worpsweden. Worpsweden. Bin ich nicht. So, jetzt kommen noch ein paar Fotos. Das sind jetzt Familienfotos. Das sind immer viel, Michael. 10 Stück vielleicht. Dann, äh, das sind jetzt, ja, da reden wir dann noch. Urgroßvater. Klassisch. Hintergrund. Berge natürlich. Da haben sie einen Zaun hingestellt. Und früher war es ja so, die Anzüge waren teuer. Militarismus war noch nicht so verpönt wie zur heutigen Zeit, beziehungsweise nach dem Krieg. Da war man irgendwie, hat man das angezogen, hat sie Ausgehuniform gegeben. Und die sind da so rumgelaufen, ganz normal. Da hat keiner gemeckert oder so. Also sind jetzt echte Familienfotos. Und die sind auch alle teilweise auf so harten Karton gemacht. Hier zum Beispiel, das war gang und gäbe war das. Das war nichts Verwerfliches früher. Mit Pickelhaube, Orden, Bajonett und gerade zurück. Also, meine Familie war da ganz schön kämpferisch. Das Foto, das möchte ich euch unbedingt erklären, weil da muss ich noch rangehen. Das ist Rosenheim. Das ist meine Oma. Und das da hinten, wer Rosenheim vielleicht kennt, ist der Hauptbahnhof. Und zu der Zeit, das müsste so in die 40er Jahre sein, hat es bei uns so keine Bomben so gegeben. Jetzt, wenn irgendwo eine Bombe gefallen ist, gerade bei uns herunten, war das eine Seltenheit. Und hier an der Stelle ist immer Fliegerbombe gelandet. Und die Rosenheimer sind zusammengekommen und haben sich das voller Erstaunen angeschaut. Wenn die damals gewusst hätten, dass es noch schlimmer wird, und da hat sie auch meine Oma ablichten lassen, weil es war eine Sensation. Naja, das war nicht der Fotograf, das war die Dani beim Einscannen. Und das wollte ich unbedingt sagen, weil das wäre auch sowas für vorher, nachher. Vielleicht gebe ich das Bild einmal ins Rosenheimer Stadtarchiv. Mal schauen. Da das gleiche. 1918. Da darf man die Frau sitzen. Die deutsche Uniform. Erster Weltkrieg. Die Kinder auch mit den riesigen Schnürstiefeln. Ich glaube, so Fotos kennt jeder. Da auch. Weil die gleichen sich alle, gell? Die gleichen sich alle. Da haben wir die Pickelhaube, das Eiserne Kreuz, Sanitäter. Wenigstens was Positives. Hier das gleiche. Also wie gesagt, die waren da alle. Stell dich mal hin, ich will dich knipsen. Hey Jörg, grüß dich. Servus, habe die Ehre. Wir schauen uns gerade Fotos an und sind eigentlich gleich durch. Lass doch mal ich mach doch der Dani gar nichts. Jetzt kommen dann noch Fotos, wo ich mich nach eurer Meinung dann fragen muss. Das ist Erster Weltkrieg. Irgendeine Kompanie. Genauso wie hier 1918 Utel-Kurs Selswegen. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Und ich bin heute auf ein Foto gestoßen, wo mir das Herz stehen geblieben ist. Bahnhof leicht verändert. Du Christian, ich muss da echt noch schauen. Ich muss da wirklich noch schauen. Weil wie gesagt, das Foto, wenn ich nochmal zurückgehen darf, ich glaube, das gibt es in Rosenheim so nicht. Ich muss da echt mal gucken. Da jetzt mal was nicht kriegerisches, was daneben gegangen ist, ist da nicht schuld. Wo sind wir denn hier? Das Foto gefällt mir ganz gut. Auch die Anzüge früher, ich finde, früher haben die Leute irgendwie mehr Stil gehabt. Gell? Jetzt kommt dann noch ein kritisches Foto. Man kann keine Abzeichen erkennen. Auch die Zeit hat es gegeben. Und jetzt stellt sich die Frage, was macht man mit solchen Fotos? Ganz ehrlich, Jungs. Ich habe einmalige Fotos aus der Zeit zum Herzeigen. Ja, musste ich mittlerweile schämen. Aber da sind Originalfotos dabei, auch von ganz hochrangigen Leuten. Und jetzt war meine Frage, was würdet ihr mit solchen Fotos machen? Das würde mich echt interessieren. Weil ich bin nämlich heute, wie die ganzen Familienfotos durchgeschaut habe, auf ein ganz erschreckendes Foto gefallen und das zeige ich euch jetzt. Und mich würde interessieren, was euch zu diesem Foto als erstes einfällt. Dann können wir mal schauen, ob mir das gleiche eingefallen ist.
Und das war mein Opa. Nicht in Uniform. Und zwar dieses Foto. So, wie ich das Foto gesehen habe, das rechte ist ein deutscher Soldat, ganz klar. Links die Mützen kenne ich nicht. Vielleicht kennt sich jemand aus. Auf dem Flohmarkt verkaufen. Ja, aber es sind ja wieder Familienfotos. Ja, das ist Zeitgeschehen, klar. Aber du musst da heute so aufpassen. Aber bei dem Foto, deutscher Wachsoldat, zwei Offiziere, Zug, Gleise, schaut aus wie so eine provisorische Laderampe. Ja, das Foto habe ich heute durch Zufall gefunden. Also, ganz ehrlich, mein erstes Ding war, ach du Scheiße. Ja. Und dann habe ich mir das aber genauer angeschaut und dann habe ich gesehen, das ist ein Soldatentransport. Ja, gell, das schaut russisch aus. Das schaut russisch aus, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Russen sind und daneben steht der deutsche Wachsoldat. Ich bin dann, das habe ich echt keine Ruhe lassen. Also ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, was hat sich da für meine Familie für Schuld aufgeladen? Aber das sind Uniformen, das sind Uniformhosen. Da haben wir eine Soldatenmarke, wie sagt man heute, Doc-Tags. Das ist ein Soldatentransport. Und da war ich dann doch einigermaßen erleichtert, weil ich denke, nee, das wäre jetzt ein bisschen, hm. Und das wollte ich unbedingt zeigen, ja. Das war die KI. Na, das. So, jetzt hast du hier noch die Pickelhaube. Auch aus meiner Familie. Orden, Pickelhaube, anständig, Säbel. Bloß die ist ein bisschen. Was darf man jetzt auf YouTube sagen, ohne dass man gesperrt wird? Schiri Meierndacht? Ja, für die Song, dass meine Uroma Schiri Zähren war. So, das waren die Fotos. Also ich hoffe, es hat euch wenigstens ein bisschen Spaß gemacht. Dann können wir die eigentlich wegräumen. So, schreibt mal zack. Italiener oder Deutscher? Ich denke, das sind Italiener. Italiener könnte auch sein. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viel bayerisch rede. Es könnte auch sein. Ein kleiner Italiener. Ja? Okay. So, jetzt schauen wir mal. Familienfotos von Markus. Aufheben, das sind historische Aufnahmen, ja. Flohmarkt verkaufen. Verkaufen geht gar nicht. Man soll sich mal nicht so anstellen. Geht ja nicht darum, das zu wiederholen, eher als Mahnung, damit es nicht eben nochmal passiert. Ja, genau, Cassandra, das sehe ich auch so. Als Zeitgeschehen aufheben. Das heißt so nicht, dass man Fan davon sein muss. Ich finde sowas hochinteressant. Die Fotos sind geschichtlich wertvoll, egal aus welcher Zeit. Das stimmt. So, also wenn ihr Bock habt, können wir das mit der KI ausprobieren. Wie schaut's aus? Seid ihr eigentlich noch wach oder was? Ihr habt einen riesen Durst. Heute dürfen die Kinder am Fernsehen zuschauen, aber das sind solche Fratzen. Die machen schon wieder Blödsinn unten. Hör die Hand, Dani. Hör die Hand, Dani, hör. Das, was unsere Herren gerade abliefern, ist auch nicht gerade perfekt. Ja, das stimmt. Ja gut, dann machen wir KI, oder? Würde ich sagen. Ich glaube, da kommt ein richtiger Mann Kinder. So. Dann schalten wir mal um auf den Desktop. Das war das Programm, was der Jonas gemacht hat. Und zwar ist es Adobe Firefly. Und ich denke, das könnte euch vielleicht interessieren. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Zwar haben wir hier Text zu Bild, generative Füllung, Texteffekte. Ihr macht schon wieder Blödsinn. Wenn ihr Blödsinn macht, gibt es die Robbe. So.
So, das hab's davon. Das ist der Markus in der Früh, wenn er aufsteht und gut gelaunt ist. So. Entschuldigung, die Kinder wollten nicht zuschauen. So, jetzt schalten wir wieder um. Jetzt ist aber ernst hier. So, okay. Also, Texteffekte können wir machen. Wir können hier generative Neufärbung machen, auch von Fotos und so weiter. Was demnächst kommt, 3D zu Bild. Und hier haben wir Text zu Vektor. Olaf. So. Text zu Vektor finde ich ganz interessant. Ich gebe da was ein, kann da eine Vektorengrafik machen, die man dann beliebig skalieren kann und kann hier Texturen drüberlegen. Also das wird noch richtig irre, was die da machen. Ich will jetzt vorschlagen, wir machen generative Füllung ist langweilig. Texteffekte sind auch total langweilig. Ich würde sagen, wir machen einfach Text zu Bild. Dazu drücken wir auf Genieren. So, jetzt haben wir hier, wisst ihr was? Ich mache mein hässliches Gesicht. Ne, das machen wir jetzt hier. Passt das so? Den da schiebe ich jetzt. Störe ich da oben? Aber ich passt so besser, oder? Jetzt musst du da eine Werbesendung draus machen. Шан-шан-шан, Откар, перестройка, Горбасхов. Genau, das machen wir. Ihr lenkt sich wieder total ab. Das ist irre. So, jetzt lassen wir hier ernsthaft. Also, unten haben wir bei Adobe Firefly das Textfeld. So. Ich zeige euch das jetzt mal. Ich gebe jetzt einfach ein. Was geht man ein? Hund mit Glatze. So. Jetzt können wir hier auf Generieren drücken. Dann schaltet es um. Nein, wir brauchen keine weitere Infos. Brauchen wir nicht. So. Jetzt fängt der schon zu denken an. Gut, das ist jetzt kein Hund mit Glatze. Ich stehe überall. Bei Adobe Firefly kannst du jetzt auswählen. Man kann auch ein eigenes Bild hochladen. Die Stärke zum Beispiel. Und hier malen, digitale Kunst, hyperrealistisch. Seht ihr, letztes Mal, wie ich das Video gemacht habe, war das noch anders. Da war das noch ein bisschen anders. Du kannst hier praktisch jetzt den Stil ändern. Vorher war das noch, was war das, Jonas? Malen, Foto, Kunst und schauen wir mal, hyperrealistisch. Also da kann man den Stil eingeben und generieren. Jetzt musst du störst überall nicht, Spaß. Bauchnabel. Was? Bauchnabel? Hä? Wie kommt's? So, also das soll jetzt hyperrealistisch sein. Ich finde jetzt nicht so, aber wo ist denn da die Fotoeinstellung? Blende, Verschluss, Sichtfeld, okay. Komposition. Die haben das echt geändert. Inhaltstyp Foto. So. Also ich glaube, ihr habt es verstanden, um was es geht. So. Jetzt würde ich sagen, schauen wir einfach in den Chat und jeder, der Bock hat, gibt mir einfach irgendein Wort und ich trage das ein und dann schauen wir, was rauskommt dabei. So. Schau mal. Der Chat dauert immer 1-2 Minuten, bis es ankommt. Was soll man eingeben? Wo sind jetzt? Ihr meint, ihr seid alle so kreativ? Ja, Olaf, jetzt? Hä? Jetzt hau raus. Bauchnabel. Okay, die Elisabeth sagt Bauchnabel. Okay? Schweinsbraten. Meinst du, ob der Schweinsbraten erkennt? Probieren wir mal Schweinebraten. Bauchnabel, Schweinebraten. Knödel, okay. Ihr wisst vielleicht schon, dass ich nichts gegessen habe, gell?
Knödel. Tierische Pflanze. Tierische Pflanze. Und der Olaf sagt eine Feuerlöscher. So, Olaf, Themaverfehlung, setzen 6. Leberkas ist schwierig, der kennt keinen Leberkas da nicht. Na, wie heißt denn das auf Hochdeutsch? Gott sei fix. Das Banane, das, wie sagt sie Preußen? Fleischkäse, ja? So. Jetzt drücke ich auf Generieren und jetzt werde ich mal einen Computer zerreißen wahrscheinlich und der Stream stürzt ab. Bauchnabel, Schweinebraten, Knödel, tierische Pflanze, Feuerlöscher, Fleischkäse. Ihr denkt fast so schnell wie. Wow. Also wir haben jetzt hier unten Stil Foto. Wir haben jetzt hier, wir hatten vielleicht Pepperoni eingeben. Da haben wir die Pflanze haben wir hier. Da haben wir den Schweinebraten an, den hat er erkannt. Die Knädel sind ein bisschen eckert. Okay, gut. Aber dass ein Olaf seinen Feuerlöscher hat, das fasziniert mich. Da haben wir einen Feuerlöscher in klein stilisiert. Schweinebraten. Was ich jetzt nicht sehe, ist der Bauchnabel. Aber vielleicht können wir das so als Bauchnabel. Oder hier. Dann würde ich sagen, Posthorn. Der Bauchnabel fehlt, gell? Da fallen mir wieder die Bilder ein von den Mädels mit Netzstrumpfhosen. Ja, boah, Gott, hör auf! Also, Quamper, die Mädel mit Netzstrumpfhosen sind genauso schlimm wie mit Leggings. Fleischpfanzerl ist hier auch eine Frikadelle und die Semmel ist das Brötchen. Ja, Fleischpfanzerl und Semmel und wie sagt man da noch, Stückchen und Theo sagt, sieht aber lecker aus. Ja. Also jetzt vom Lecker, also vom Treffer würde ich jetzt sagen, dieses Bild hier, oder? Das würde ich sagen, könnten wir, das heben wir uns auf, oder? Kann man das speichern. Förderung der Transparenz der KI. Nicht mehr anzeigen. Weiter. Inhaltsurheber. Okay. Seht ihr, so einfach ist das. Aber mich fasziniert das und das macht Spaß. Bei Mac ist ein Frikadellenbrötchen, bitte. Ja, du. Ich finde, in Bayern kehrt bei McDonalds auch lieber Kasimir. Brotzeit. Brotzeit. Brotzeit, Brotzeit, Brotzeit ist die schönste Zeit. Wie schaut's aus? Wollen wir noch eins machen? Wie gesagt, wenn wir so ein paar Fotos machen, dann will ich sogar ein Video draus machen. Unser Community Foto KI, keine Ahnung, also den Titel einfach lassen. Einfach raushauen. Haut es einfach raus. Ich lese Theo Kötter sagt Brotzeit, aber der Mann ist eher den Schweinebraten noch. Vermutlich eben Durst. Mach doch einen Mac Markus. Mac Markus. Du, bei mir dann die Olifett werden, wobei bei Mackies genau Olifett. Okay, gut. Also, wo ist eure Kreativität? Ich habe jetzt aber ein Mikrofon vor den Limiter eingeschaltet. Ich kann auch total leise reden. Und normal müsstet ihr das super hören. Wer fängt an? Eine neue Runde, neues Glück. Aber nicht wieder essen, gell? Ich habe so einen Hunger. Ich kann nicht schreiben, aber der Jonas sagt Feuer. Was Feuer? Der Jonas sagt Feuer, soll er mal Feuer eingeben. Dann geben wir mal Feuer ein. Der Kleinste fängt an. Mach mal. Jetzt warte, Jonas. Jetzt muss Feuer warten. Jetzt. Oh, jetzt. Oh, jetzt. Geben wir uns das Feuer für die nächste Runde auf. Okay. Jetzt machen wir mal. Andrea schreibt Alpen.
Alpen, Kuh, Massbier. Massbier. Bäumchen. Schreiben wir jetzt, also die KI ist blöd. Schreiben wir Bäumchen oder kleiner Baum? Du, wir probieren Bäumchen. Schauen wir mal, ob die wirklich so doof ist. Bäumchen. Lila. Theo schreibt Schaum. Da kennen Sie aus. Beim Bier kennt er Schaum drauf. Wolperdinger vergessen. Und an. Oh, Wolperdinger. Ich schreibe jetzt den Wolperdinger mal dazu. Also für euch Preisen. Wolperdinger ist so ein Fabeltier bei uns in Bayern. Das besteht aus Entenschnabel, Flügel, Hasenohren. Hab's bestimmt schon mal gesehen. Bin ich gespannt, ob man den Wolperdinger, ob der das kennt. Wenn nicht, Anjo, gebe ich den Wolperdinger später mal extra ein. Das darf mich jetzt interessieren. Ob die KI auch bayerisch kann. Macht die Alpenkuh mit Feuer und Mass in Lila. Und Feuer. Feuer soll man auch machen. Feuer. So, gut. Alpen, Kuh, Mass, Bier. Ich weiß zwar nicht, ob ich es irgendwie trennen muss. Ich mache mir jetzt ein Komma rein. Nicht, dass dir Bierbäumchen jetzt denkt. Bierbäumchen hat ja. Weil die KI ist nicht wirklich Schaum. Probier es jetzt mal mit Komma. Ich weiß nicht, ob das Komma oder Strichpunkt. So. Skilift. Ihr seid so cool. Skilift. Ich schreibe es mit zusammen, oder? Skilift. Skilift. Christian, probier mal. Das ist kein Fabeltier. Ja, die gibt es wirklich und die verkaufen mir und an die Touristen. Jetzt bin ich gespannt. Nur die Kamera läuft noch, das ist super. Jetzt bin ich gespannt, was da rauskommt. Skilift. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Boah. So. Alpen, check. Kuh, check. Massbier? Hier vielleicht. Ist es zu klein? Könntest du das schon sehen? Doch, kann man. Ja. Massbier können wir sagen, check. Dann Bäumchen. Ja, Bäumchen, glaube ich, kleiner Baum, glaube ich, wäre besser gewesen. Lila, hat er sich gedacht, lila Baum statt lila Kuh. Und Wolperdinger sehe ich jetzt da gar nicht. So, der Tourist, den kann perfekt, das Wolperdinger da im dritten Bild. Feuer, seht ihr irgendwo Feuer? Nee. Feuer auch nicht. Aber ein Skilift. Also Skilift habe ich jetzt eher geglaubt nicht. Witzig. So, was für ein Foto sollen wir uns aufheben? Was trifft denn am ehesten alles? Was glaubt ihr? Milka-Reklame. Ja, das war die Milka-Kuh. Genau. Was sind das denn für Glöckchen? 1, 2, 3, 4. Was könnte man uns nehmen? 1, 2 oder 3. Letzte Chance. Nehmen wir. Ich glaube, das erste trifft es am besten, gell? Dann nehmen wir. Feuer ist da, die Laternen. Es könnte sein, Andrea. Stimmt. Machen wir mal groß. Das könnte sein, gell? Ja. Dass wir hier das Feuer haben. Das kann ich auch groß machen. Das ist echt. Da, Olaf, da hast du deine Milchkanne. Siehst du das? Die 3, 3. Okay, dann nehmen wir 3. Das wäre dann das hier, mit dem Wolperdinger. Dann speichern wir das.
Irgendwie gefallen mir die Fotos besser wie die alten von mir. Jetzt habe ich aber an Anjo versprochen. Jetzt möchte ich schauen. Wolpertinger, ob der das kennt. Ah, Theo sagt A3. Haben wir Glück gehabt. Okay. Beschreibung ist zu kurz. Da machen wir die Wolpertinger groß mit Berge. Ich möchte unbedingt schauen, ob der den Wolpertinger kennt. Christian sagt 1. Jetzt, wenn der den Wolpertinger, was ist der den Wolpertinger kennt? Aha, okay. Anjo, der, ja, ich schätze mal, die KI weiß schon ungefähr, was Wolpertinger sein soll, aber so schaut kein Wolpertinger aus. Aber er checkt es, muss irgendwie eine Mischform sein. Aus Hase. Ja. Okay, cool. So, wenn ihr wollt, können wir eine Runde starten. Ihr könnt euch mal überlegen, nachdem ich letztes Mal die Kanäle vorgestellt habe, wenn von euch jemand ein neues Video hat oder irgendeinen Vorschlag, was wir uns zusammen anschauen können, sagt es mir bitte, gell? Dann können wir uns das auch gern zusammen anschauen. Ihr müsst es mal bloß sagen. Ja, ich glaube, das ist so ein norwegisches Wolpertinger, keine Ahnung, was das ist. Der Anjo schreibt, gib mal 2 Fabeltier Wolpertinger ein. Gib mal 2. Also gib mal Farbe. Ah, okay. Okay. Anjo, das machen wir sogar. Fabeltier Wolpertinger. Aber dann muss ich, glaube ich, noch Berge eingeben. Oder geben wir mal Alpen ein. Klar, Jungs. Mach noch ein Bild für Jonas. Feuer zum Skelett. Nicht unterstützte Sprache. Aha. Jetzt wäre ich da von Firefly auch noch gemobbt. Fabeltier mag er nicht. Nein, Anjo, wir Bayern werden gemobbt. Fabeltier. So, Moment. Moment. Nein. Nein, Anjo, wir sind sowas von... So. Okay, mach noch ein Bild für Jonas. Ja, meine Friedensdemo. Jonas hat die richtige Richtung. Feuer, Skelett. Okay, jetzt wird's aber wild. Feuer, Skelett. Was fällt euch noch ein? Also so schöne Fotos. Für irgendwas müssen die Bayern ja nützlich sein. Ja. Feuer, Skelett. Wie schaut's aus? Cassandra, Theo. Ist der Michael schon stiften gegangen? Hörner. Soll man Hörner dazu tun? Jetzt wird wieder so ein richtig wildes Bild. Ich stehe eher so auf Blumenwiese. Schöne Blumen. Einfach was Schönes. Blut. Hallo. Ah, Michael, okay. Lederhose. Der Theo sagt Lederhose. Lederhose. Ja, das ist sehr löblich, Michael. Ich habe noch kein Bier nicht. Aber normalerweise, wie gesagt, letztes Mal waren es 2 Stunden und dann so nach einer Stunde habe ich mir dann ein Bier aufgemacht. Dann ist es lustig geworden. Ja. Ja, ich hoffe, es macht euch Spaß. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Videos habt, neu, was ihr vorstellen wollt, oder irgendeinen Kanal, bitte, wir schauen uns das zusammen an. Ist gar kein Thema. So, kann jetzt auf Generieren gehen. Also, ich gehe auf Schinieren. Feuer, Skelett, Hörner, Lederhose. Das ist wieder so ein Burma-Zeig. Und? Ja, holla, die Augenweide. Die heißt Augenweide, die heißt Augenweide, die heißt... Ich glaube, gleich fliegt mir was hinten drauf. So. Feuer,
Skelett, naja. Hörner, Lederhose. Ich glaube, da hat der Theo war das mit der Lederhose. Ich glaube, da hast du andere Lederhosen gemeint. Geh dir mal eins holen und lass Dani mal ran. Die Dani möchte nicht ran. Die ist total schüchtern. Ich bin ja schon froh, dass die hier hinter mir sitzt. Also das ist komplett vorbei, würde ich sagen, oder? Da haben wir uns, glaube ich, alles was anderes. Die Elisabeth sagt, da hätte der Bauchnabel dazu gepasst. Du, Elisabeth, du kriegst jetzt den Bauchnabel. Weil den Bauchnabel, Das nenne ich super. so, Bauchnabel nenne ich super. Du, Olaf, du bist ein Kollaborateur, sagt man, oder? Das mag der Kim gar nicht. Erinnert mich an die neue vom ARD Sportstudio. Oh, Boah, immer besser. Kinder, was habt ihr da ausgesucht für Sachen da, ha? Ja, das wird ja immer schlimmer. Das muss ja der Markus ganz genau untersuchen. Aus wissenschaftlichen Zwecken natürlich. Da haben wir einen Bauchnabel. Wäre das jetzt schlimm, wenn ich eingib Bauchnabel mit Fussel? Nee, das machen wir jetzt nicht. Bauchnabel mit... Naja. Jetzt ist natürlich kacke. Wir haben was anderes erwartet. Naja, die kennen sich aus. Jetzt haben wir natürlich was anderes erwartet, aber das ist das Ergebnis. Feuer, Skelett, Lederhose, Hörner, Bauchnabel. Also müssen wir uns fast entscheiden, welches Bild das wir nehmen sollen. Arschgeweih vorne, genau, stimmt. Also mir gefällt die Nummer 1 irgendwie am besten. 1, 3. Wieso die 3? Dani sagt 3. Das sind nicht so hässliche Bilder drauf. So. Ja, aber da ist der Bauchnabel. Nee, keine Ahnung. Also ich würde sagen 1, 2, 3 oder 4. Ich mache dafür ein Video drüber, gell? Und ihr werdet es dann namentlich erwähnt, gell? Nicht, dass das heißt, ich allein habe das gemacht. Solche Bilder. Also, Dani sagt 3, die 2 hat was, sagt der Olaf. Ja, mit Gelbi rum. Karotte. 3, 2. Ich sag 1 an. Oh, super. Jetzt weiß ich ja, was der Olaf da jeden zweiten Samstag mitmacht mit euch. Die Andreas toll. 4, 3. Also ich würde sagen, 4, 3 einfach. na, du hast ein. Nein, der Jonas hat auch 3 gesagt. Ja. Okay, wir nehmen die 3. Das Tolle ist, wenn ich die speichere, dann wird das gespeichert, was wir eingegeben haben. Jetzt möchte ich aber schnell was ausprobieren. Und zwar möchte ich das Ganze jetzt... Jetzt tue ich da unten das Foto raus und gehe jetzt auf Malen. Wer für die ist... Gibt dir... Ja, ja. Olaf, ich lerne es nicht. Ja, ich bin ja froh, dass ich euch habe. Das wird jeden Samstag die Abstimmung. Bin zu alt für solche Reize. Ja, für solche Reize ist man nie alt. Ach, das ist gemalt. Aha. Das ist gemalt. Da haben wir einen Bouquet-Effekt. Ich weiß sogar, was ein Bouquet ist. Das habe ich gelernt. Digitale Kunst. Also ihr seht, da kann man auch umschalten vom Stil her. Jetzt sehen wir digitale Kunst. Zack. Na, da wählen wir jetzt keins aus. Das sind ja Varianten. Wenn wir die auch noch durchgehen müssten, alle Varianten, dann würden wir bei einem Foto 1 Stunde sitzen, glaube ich.
Ah, das ist digitale Kunst. Okay. Naja, Kunst mal 5 Euro leihen. So, also wenn es wollt, können wir noch eins machen. Jetzt haben wir eine Stunde voll. Oh, hört, hört. Genau. Ja, der Markus weiß, was Bouquet ist. Der ist ausbaufähig. Es dauert zwar 2 Monate, aber dann kenne ich mich aus. Ja, Jetzt schalten wir aber hier wieder um auf hyperrealistisch. Hyperrealistisch. So, also. Ja, Bouquet ist einfach der unscharfe Hintergrund. Das hat mit der Tiefenschärfe zu tun. Kann man regeln über die Blende. Jetzt aber krass, gell? Voll krass, jetzt habe ich da rauskaut. Der Anjo hat mir das ganz gut erklärt, wie er letztes Mal zu Besuch war. Reh. Die Dani sagte Reh. Ja, dann machen wir Reh. Ein Reh. Reh Unique Hot Pond of Team Master in the Mountains. Reh Full of Passion, Studio Shot of Beautiful Ballerina. Aha. Ach, schaut's mal, bei die Vorschläge machen die Strichpunkte. Dann machen wir das nach. Die Cassandra, wenn man es erklären kann, hat man es verstanden. Und habe ich es ein bisschen erklären können, ja. Die Cassandra sagt Wasser. Ich habe dich gerade gelobt, dass du das letzte Mal mit der Blende und dem Bouquet so schön erklärt hast, Anjo. Als du zu Besuch warst. Wasser. Wasser. Ich kann jetzt Kontra eingeben, aber ich glaube, du hast das nicht gemeint. Das ist ein Semikolon, ja. Oder ein ganz ordinärer Strichpunkt. Ein umgedrehtes Ausrufezeichen. So, Reh, Wasser. Jetzt hat eigentlich der Michael gefragt, das Tierfotograf. Reh, Mond. Mond ist gut. Mond ist gut. Mond, super. Mond, Brunnen. Nein, es gibt keine Bären und jetzt kein Blut und keine Panzer. Blüte. Elisabeth, Entschuldigung, jetzt habe ich die fast übersehen. Blüten. Okay. Blüten. Hinterteil. Olaf, auf die Gefahr hin, dass die KI die Arbeit weigert. Mal Hinterteil. Der Christian sagt Jäger. Ja, kannst auch, Michael. Ja, du kannst hier, ich hoffe, du erkennst es, lade dein Foto hoch. Siehst du? Ich habe jetzt leider kein Foto auf dem Desktop. Aber hier könnte es auch ein Foto hochladen, ja. Hinterteil? Nee, das ist... Christian, genau, Entschuldigung, jetzt war ich beim Christian. Kann es sein, dass ich mich ablenken lasse hier? Jägerhammer, kann man auch, ja, kann man. Nee, das ist ein nicht umgedrehtes Ausrufezeichen. Eiskaltes Händchen. Jetzt musste ich entscheiden, eiskaltes Händchen oder Hinterteil. Hinterteil und eiskaltes Händchen, ich glaube, das könnte schlimm werden. Ah, da genau. Sehe ich noch nicht bei mir, danke. Oh. Ja. Internetland Deutschland. So. Ich gehe jetzt auf Generieren. Wir haben jetzt Reh, Wasser, Mond, Brunnen, Blüten, Hinterteil und Jäger. Laden nicht möglich. Olaf. Ich würde jetzt mal ganz spontan behaupten, das Hinterteil mag er nicht. Und damals das Hinterteil raus und dann kriegst du dein eiskaltes Händchen. Oder es liegt am umgedrehten Ausrufezeichen.
Aha. Das war praktisch für den Arsch. Ui, was haben wir jetzt eingestellt? Hyperrealistisch. Ah. Ach ja, ja, mein Zauberschwein auch wieder, gell? Also alle, die das noch nicht kennen, ich mache das und dann wünsche ich mir was und dann passiert das. Ist das Programm von den Metatypen? Ist das Programm von den... Na, das ist direkt von Adobe, Olaf, wenn du das meinst. Ja, genau. Also, jetzt schauen wir mal. Hier haben wir ein Reh, was im Strahl Wasser. What's your language? Also, Nummer 1. Dann haben wir hier Nummer 2, das schaut aus wie der Hubertushirsch. Hubertushirsch ist auch so ein bayerischer Hirsch. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen, vielleicht mit dem Kreuz zwischen dem Geweih. Ich glaube, Jägermeister hat das als Symbol. Der kotzt Wasser, ja. Gefällt mir aber ganz gut. Reh, Wasser, Mond, Blüten, das eiskalte Händchen mag er nicht. Und der Jäger fehlt auch. Hier schaut Asche aus. Das sind die Blüten. Aber Jäger und... Ah, da haben wir hier eiskalt. Das könnte Eis sein. Ja, siehst du? Also Händchen oder nicht mögen, sondern... Ja. Wenn ich das auf digitale Kunst mache, dann ist das Bild weg. Das ist jetzt doof. Also was meinst du, welches wollen wir nehmen? Das kotzende Bambi, das Bambi mit dem Mond auf dem Hirn, das Bambi im Brunnen oder das Bambi, was sappert am Brunnen. Dani sagt 2. Ja, also die KI ist ganz, ganz schwierig. Also mit Waffen und so. Gott sei Dank, ja, Gott sei Dank. Sonst könntest du so viel Scheiß bauen damit. Elisabeth sagt 2, die Dani sagt 2, der Theo Kötter sagt 3. Ist auch schön, gell? Oh, 2 ist auch schön. 3, 2, Anjo 1. Ja, beim nächsten Mal, wenn wir sowas machen, die Andrea sagt 4, ja, fix. Wir müssen uns nächstes Mal was überlegen. Ihr macht's wie fertig. Aha. Olaf, hilf mir mal, wie machen wir das? 2, 2, 2 hat 3 Stimmen. 3 eine, 1. 3 mal 1 und 3 mal 2. Dann nehmen wir die 2. So. Cool. Jetzt möchte ich das aber, man kann auch hier, schaut Techniken, Effekte, Bewegungen, Designs, Konzepte. Ihr könnt euch da ewig rumspielen. Was ihr braucht, ist bloß ein Adobe-Account. Also das ist vollkommen kostenlos. Einfach Adobe. Einige haben wahrscheinlich Adobe schon. Und dann funktioniert das. Weil ich bloß schnell auf digitale Kunst gehen wollen. Und das Ganze dann mit dem Bouquet-Effekt. Digitale Kunst mit Bouquet-Effekt. Passend ist die 1, das kotzt im Strahl, passend zum Bild. Du brauchst den Schlossnotar. Ja, echt, wirklich. Er muss das erstmal mit der Abstimmung verstehen. Ja, das mit der Abstimmung. Jeder nur ein Kreuz. Ja, ich bin halt begriffsstutzig. Oh, was haben wir denn jetzt geändert? Wir haben jetzt das als digitale Kunst gemacht und da haben wir jetzt hinten, naja, Unschärfe, so stilisierte Unschärfe halt. Okay. Schaut auch schön aus. Da gefallen mir die Augen brutal gut, schaut's mal. So schauen die aus, bevor die ins Mähwerk kommen, gell, Dani?
Ja, Danach schauen die nicht mehr anders aus. Die schauen die nicht mehr so toll aus. haben die dann mit Blut aus. Genau, dann haben wir Blut. Braucht man da kein Lightroom-Abo dazu? Na, André, 1 und 2 sind im Stechen. 1 und 2? Vorher. Achso, vorher, Entschuldigung, ja. Ich kann auch nicht so gut zählen, Cassandra. Kann ich jetzt abstimmen? Nein, Olaf. Die Dani sagte dann, dass du abstimmen kannst. Nicht jetzt, Olaf. Nicht jetzt. Gut aufpassen. Also der wandelt kein eigenes Bild in ein Comic um, sondern nimmt es nur als Referenzbild. So. Michael. Jetzt testen wir was. Jetzt testen wir was. Ich muss jetzt bloß aufpassen, dass ich jetzt nicht OBS schrotte, weil dann ist der Stream zu Ende. Achso, nee, das ist ein... So. Jetzt mache ich das mal klein hier. Augenblick. Ohne Momento, Signore. Jetzt muss ich hier schnell... Das testen wir jetzt, weil mich das auch interessiert. Und zwar habe ich hier ein Foto. Das kennt der Anjo wahrscheinlich recht gut, weil das hat der Anjo gemacht. Das ist jetzt aber ein ARW-Format, sprich, das kann ich jetzt so nicht benutzen. Das muss ich schnell konvertieren. Olaf, du kommst zu spät. Cassandra kann zählen. Mit dem Keylight. Moment. Wurde das jetzt hinkomprimiert? So, dann nehmen wir jetzt einfach ein JPEG. Ich hoffe, der nimmt jetzt 4 Megabyte. Nehmen wir einfach JPEG. So, zack. Hier haben wir jetzt das JPEG. So, jetzt packen wir das Foto. Mit euch bin ich ja voll am Experimentieren. Das ist Mr. Zwiebelbart. Das packen wir jetzt mal hier rein. Generative Anpassung Beta und... okay. 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 Passe den Stil an dein eigenes Referenzbild an. Okay, das haben wir noch gar nicht durchgelesen, Michael. Okay, verstehe. Okay. Referenzbild Galerie. Ich drücke jetzt mal auf Generieren. Jetzt wird es wahrscheinlich Adobitz reißen bei dem Gesicht. Okay, Michael, du hast recht. Passe den Stil an dein eigenes Referenzbild an. Verstehe. Okay. Hat wahrscheinlich den Hintergrund, wenn du ein echtes Foto hast und dir gefällt es irgendwie von den Farben und so weiter, dann kannst du das in die KI als Stil mit einfließen lassen. Das ist jetzt schade. Siehst du, wirst du das auch. So. Jetzt würde ich vorschlagen, machen wir noch eins und dann überlegen wir uns, wie schaut es denn aus? Habt ihr irgendwie neue Videos rausgebracht? Gibt es irgendwas zum Anschauen? Irgendwas Interessantes, was Neues? Keine neuen Lego-Figuren. Machen wir den Bokeh-Effekt weg. Digitale Kunst gefällt mir ganz gut. Ja, Michael, ich habe jetzt auch was gelernt. Also ich bin jetzt echt davon ausgegangen, das geht, aber das geht normal mit jeder KI. Also ich bin mir ganz sicher, dass das auch mit Firefly funktioniert. Aber da müsste man dann wahrscheinlich was anderes auswählen am Anfang. Du kannst das Bild regenerativ auffüllen, das habe ich gesehen. Digitale Kunst, Stil löschen. Was passiert bei Stil löschen? Ah ja. Mache digitale Kunst. Also ich würde sagen, machen wir ein letztes und dann können wir schauen, vielleicht findet man da irgendwas Lustiges zum Anschauen. Mach doch mal so, wie du deine Kirche und Drohne in den Fake-Bild gebracht hast. War das nicht auch so? Nein, das habe ich in Photoshop gemacht. In Photoshop, Olaf. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich Photoshop starte. Ich habe da noch was zum Entspannen. War auch ein Versuch.
mit der A6600 frei Hand zu filmen. Ja, Anjo, können wir dann gerne machen. Können wir gerne machen. Photoshop. Sollen wir das wirklich ausprobieren? Habt ihr Lust? Also wenn es euch bloß interessiert. Jetzt warte mal. Da mal ausblenden. Wieso blendet ihr jetzt nicht aus? Ach komm. Arschst du jetzt gerade? Ich sag's euch, kauft euch keinen Mac. Jetzt kann ich das Bild den Browser nicht mehr klein machen. Das ist ja witzig. So, wie schaut's aus? Wollen wir beim Anjo reinschauen oder habt ihr Lust auf ein Bild? Sind Fotos und Videos, aber für die jüngeren Generationen wohl eher nichts. Nur Anjo, ich glaube, das sind keine Jüngeren hier. Außer ich mit meinen 25. Kinder wahrscheinlich. Ach so, du meinst die Kleinen, die vom Fernseher hocken? Ja, das mit dem Obst ist kacke. Also manchmal nervt's mich, ja, schau. Ha, es geht doch. Kauft euch an Mac. Der funktioniert immer. Habt ihr das gesehen? Ja, Michael, so schaut's aus. Mac schaltest ein, musst nicht Treiber tausendmal, musst keinen Speicher aufrüsten, brauchst keine neue Grafikkarte, Nvidia-Treiber und den ganzen Schrott. Ja gut, dann gucken wir mal. Dann gehen wir da auf YouTube. So. Dann schauen wir mal. Der Anjo. Ja, wenn ich da alles abonniert habe, gell. Oliver Hummel, wer kennt denn den? Reveal Rabbit. Stefan Wiesner. Finde die ganz toll, der Stefan. Der Stefan finde die echt super. Schaut so, vor 4 Jahren 448.000 Aufrufe. Die letzten Videos vor 2 Tagen, vor 6 Tagen. Reisestativ. Die Aufrufe. Der ist Fotograf. Warum geht der nicht raus? Der macht bloßer Produktvorstellungen. Das ist total schade. So, da wollt ihr also gar nicht hängen bleiben. Ich finde angebissene Äpfel klasse. Ja, bin da für die Birne. Ah, der Frank. Frank, du bist ja auch noch dabei. Ja. Ich verstehe nicht. Man soll nicht irgendwie schlecht über andere Leute reden, aber ich finde es halt schade. Die haben solche Erfolge und leben davon und machen nichts. Die hocken da im Studio, die haben eine komplette Filmcrew. Ich bin mir sicher, der schneidet die Videos an immer selber. Ja. So, dann haben wir hier Wilder Kaiser, Top Mallorca, der Hase, Christian Anderl, Robotron, Oliver Hummel, den kann ich gar nicht leiden, den Hummel, gar nicht. Überhaupt nicht. Na, Schmarrn, also die Färöerinsel, das Video von ihm. Und auch auf Instagram, ich habe mir angeschrieben, weil ich Hilfe gebraucht habe beim Film. Ein ganz netter, hilfsbereiter Kerl. Also, Hut ab. Michael Ritter, also, das ist der ganze Wilder. Er macht das, was Geld einbringt. Ja, das ist schade. Es ist irgendwie schade. Wenn man halt darauf angewiesen ist, Frank, dass er damit Geld verdient, dann stelle ich mir das ganz, ganz schlimm vor. Wenn man das jetzt bei dem Livestream denkt, mir vorstelle, ich müsste das jede Woche 2, 3 Mal machen und Content liefern und liefern. Ich könnte es nicht. Und wenn 2 Leute zuschauen, schauen 2 Leute zu. So, wer ist das? Jetzt weiß ich leider nicht genau, wen es zu... Achso, der Hummel, ja, keine Ahnung. Also beim Hummel braucht es gar nicht drauf schauen. Doch, schaut's drauf. Ja, sogar nur das. So wie auch der Kaplun. Hummel ist eine Institution. Ja, ganz ein bodenständiger, netter Kerl.
Wirklich. Sind eigentlich die meisten. Also, wo sind wir jetzt eigentlich beim Anjo? Kamerakinder. Die Kamerakinder. Thomas Bremer. Kim Five. Blackstage. Drohnen. Vielleicht kennt den jemand von euch. Von dem habe ich sogar ein Autogramm gekriegt. So, jetzt weiter. Ihr lenkt es wie so ab. Den kennt es vielleicht auch. Wiesner. Wer ist das? War der Wiesner. Ach so, ja. Der Olli ist ein ganz feiner. Ja, definitiv. Überhaupt die Leute, mit denen wir so abhängen. Da gibt es keinen einzigen, wo ich sagen würde, der ist abgehoben oder irgendwas. Wiesner ist doch kaum noch Fotograf, ist Verleger. Ja, Marketing. Früher hätte man gesagt, Haussierer. Er hat einen eigentlichen Job geschmissen, um davon zu leben. Ja, ich kenne auch größere YouTuber, Frank, und die leiden drunter, wenn ihnen der Content ausgeht. Die produzieren teilweise wirklich voraus oder sind dann da in Marketingfirmen drin, wo es dann Anteile abgeben müssen. Dafür werden die Zahlen. YouTube ist ein ganz wildes Pflaster. Anjo war weiter oben. Hast du überblättert? Was? Ich habe ein Anjo überblättert. Was? Das kann nicht sein. Ich habe doch nicht den Anjo überblättert. Wieso habt ihr das gesehen und ich nicht? Pixel und Spätzle. Licht gebildet. Bildnagel. Thronecrafter. Ah, da. Anjo. Hier ist er. So, Anjo, dann gucken wir mal. Das fasziniert mich immer. 142 Videos. Wahnsinn. Gucken wir mal auf die Videos. Jetzt musst du wieder bloß sagen, Blindfisch, ja. Du musst mal bloß sagen, Anjo, welches Video, das du gemeint hast. Du hast vor einem Tag ein Video rausgebracht. Warum habe ich da keine Meldung gekriegt? Das geht ja gar nicht. Also jetzt müsst ihr zwar entschuldigen, gell, wenn ich manchmal ein Video übersehe, aber das ist keine... Wo ist denn eigentlich Holsteiner Fotodern? So. Ich konzentriere mich auf die Kleinigkeiten. Das Sehen, was andere übersehen. Ja, Olaf, das stimmt. Wegen dir wäre fast bei Drohnenfoto auffallen. Mein Fake-Foto. Also die Altstadttour München, die hat mir super gefallen, ganz ehrlich. Weil wenn man das erkennt. Gib's zu, du hast getestet, ob wir aufpassen. Schreibt der Anjo was? Ah, das erste links, weil ich kein Hackel gesetzt habe, was Abonnenten betrifft. Ah, okay, das erste links. Autumn in Amperland. Autumn in Amperland heißt Herbst im Umperlumperland. Or just 4 Minuten of Peace. Ja gut, 4 Minuten. Ja, das machen wir jetzt. Müssen wir dann bloß sagen, ob der Ton passt. Nachdem ihr mich halt so aufgeregt habt mit den Fotos, brauche ich jetzt was Beruhigendes. Ja, schauen wir es an. Okay. So. Moment. Ja, bitte, Andrea. Die Minuten und dann geht's so gut.
Jo. Nein. Nein. Brauchen wir nicht. So. Also jetzt bin ich runtergekommen. Also mir hat das Video ganz gut gefallen. Jetzt 2 Fragen an dich, Anjo. Nee, 3. Nee. 2 Fragen an dich und eine Frage an den Chat. Und zwar will ich ja mit meiner Kamera, ich will mit meiner Kamera auch filmen. Aber ich bin der Meinung, ich kann das nicht so gut ohne einen Gimbal. Sprich, das heißt, ich bräuchte eine Ronin dazu. Eine Ronin. Aber die ist so scheiß teuer. Was habt ihr da für Erfahrungen? Filmen mit einer anständigen Kamera? Und die Frage an Anjo war, darf ich dem Chat von deinem Besuch erzählen? Und darf ich dem Chat dein Alter mal verraten? Und die zweite Frage an dich, Anjo, ist, das Blattfoto, war das an dem Tag, wo wir uns getroffen haben? Das würde mich jetzt interessieren. Ach, ich habe kein Like gemacht. Ich habe kein Like gemacht. Ja, scheiße. Anjo, das Like kriegst noch, gell? Abonniert habe ich dir. Also wie filmt ihr? Habt ihr da einen Gimbal dazu oder macht ihr das wirklich alles freihand? Hilft schon Gimbal, gell, Frank? Weil die Stabilisierung, ja, ich schätze, die Stabilisierung ist jetzt nicht so ganz toll, wenn du irgendwie so rasantere Kamerafahrten machst. Wobei ich festgestellt habe, mit der Z6 II, glaube ich, machst du eher so ruhigere Sachen. Ich meine, das ist jetzt kein Action-Cam. Den Gurt um den Hals, das Ganze mit den Händen gespannt und schon. Ja, das haben wir auch schon überlegt, Olaf, stimmt. Anjo, meine Frage war, ob das eine Blatt das Blatt war, wo wir zusammen gemacht haben. Dann die zweite Frage ist, ob ich von unserem Besuch erzählen darf und ob ich dem Chat dein Alter verraten darf. So, Ronin, der alte, der kostet ja 300-400 Euro, gell? Aber okay, also gut drum und dann okay. Müsst ihr ausprobieren. Müsst ihr echt ausprobieren. Achso, mein Zauberschwein. Ich zeige jetzt mein Zauberschwein. Und zwar, das kennt ihr ja. Ich wünsche mir jetzt eine schöne halbe kalte Bier im Maßkrug. Es funktioniert wirklich. Du kannst ja auch mit dem Ninja Wok probieren. Ja, Ninja Wok. Weißt du, wie das ausschaut, wenn ich einen Ninja Wok mache? Das schaut aus wie ein wild gewordenes Pokémon im Urwald. Wenn das einer sagt, ich hab's aber mit dem Handy, mit dem Gimbal, ich habe jetzt den DJI Osmo, wenn sie so bescheuert ausschauen wird. Mein Dackelbild. Ninja Wok, ja. Bei der Z6 II muss es nicht unbedingt eine Ronin sein. Welches Objektiv willst du nutzen? Du, Frank, ich habe bloß das 24-200 mm. Ich habe noch kein anderes. Nachdem ich die blaue Stunde angeschaut habe, möchte ich jetzt auch so einen riesigen Raketenwerfer, wie der Michael hat. Ich habe einen Gimbal für das iPhone, ist super. Meine Kamera nutze ich gar nicht zum Filmen. Ja, genau, also iPhone oder Handy sowieso Gimbal. Das schaffst du nicht. Und dann kommt es ja darauf an, wenn du so einen Gimbal für die Kamera kaufst. Ich habe einen mechanischen, richtig schweren mechanischen, aber der trägt das schwere Gewicht von der Kamera nicht. Der kippt um. Also da muss er irgendwie aufs Tragegewicht schauen. Hat es gerade 4 Minuten Zeit? Ah, da wäre ich gerne dabei. Ja, das kann man vorstellen. Ich filme mit meiner Olympus ohne Gimbal, aber oft auf dem Stativ. Meine Kamera ist auch sehr leicht. Ja, ach, dankeschön. Das war jetzt nicht das Zauberschwein, gell? Das war jetzt der Jonas. Der Olli ist auch richtig gut, bester Stabi. Schweres Objektiv. Ja, genau, Frank, das habe ich schon festgestellt. Das habe ich festgestellt. Ja. Aber ich bin ja eher der Filmer, gell? Also brauche ich es eigentlich. So, jetzt würde ich mal sagen, ich stoße auf euch an. Mir macht sehr, sehr, sehr viel Spaß und mir ist total gefreut, dass so viele Leute da sind. Unglaublich, also ihr seid wirklich die Besten und es ist nicht geschleimt, das wisst ihr. Weil wenn mal was nicht passt, dann sage ich das.
In Bayern ist es so, gell? Also, zur Mitte, nein, das darf ich auch nicht sagen. So, Prost. So, also, jetzt möchte ich euch ganz kurz noch was über den Anjo erzählen. Ich hoffe, ich darf das Anjo. Der Anjo war auf Besuch. War total cool. Einen DJI Mi 3 hätte ich noch abzugeben. Oh, Frank. Ich habe die R2S hier, die Mini 2, die Mini 3, die Mini 3, also nicht, aber die Mini 3 Pro, die Mini 4 Pro, es ist irre. Also DJI bringt gefühlt jedes halbe Jahr neue Drohne raus. Also, der Wert zum Upgrade, zum Mehrwert, der steht in keinem Verhältnis. Ja, das mit der, genau, Olaf kennt jeden Scheiß, echt. Prost, Theo Kötter. Cassandra, Prost, Elisabeth, Prost und schöne Grüße nach Wien, ja? So, jetzt lasst mich das nochmal kurz erzählen. Und zwar der Anjo, von dem wir uns das Video gerade angeschaut haben, der war zu Besuch. Wir wollten eigentlich so einen Fotowalk zusammen machen. Und ich bin jetzt einfach so frei. Prost, Christian. Moment, jetzt erzähle ich schnell die Geschichte weiter. Der Anjo, ihr glaubt es nicht, ist 70 Jahre alt. Ich bin 25 Jahre alt. An dem Tag sind wir, wie viele Kilometer sind wir da gelaufen? Weißt du noch? Wie viel? Wir sind an diesem Tag 10 Kilometer gelaufen. 10 Kilometer. Gefühlt 5 um Traunstein rum. Anjo voraus, ich hinterher. Wir haben Anjo gefragt, ob er schon weiß, wie alt der ist, weil eigentlich müsste ich vorauslaufen und er hinterher humpeln. Also wirklich tiefsten Respekt. Mit dem Alter hat mich sehr fasziniert. Das wollte ich euch unbedingt erzählen. Ich bin mir vorgekommen wie 140. Und danach war ich fertig. 10 Kilometer. 10 Kilometer schaffe ich nicht mehr auf dem Rad. Aber der Anjo hat mich da, der hat mich rumgesprengt. Irre. So, Anjo. Ja, das waren 10 Kilometer. Das wollte ich euch unbedingt noch erzählen. Dass ihr das wisst. In dem Alter würde ich auch noch gern so fit sein. So. Jetzt gucken wir mal. Ich hätte noch ein 150er Sigma Makro. Ja, Makro wäre geil. Wie gesagt, ich hätte gern ein Makroobjektiv. Dann das, was ich jetzt habe, eben so für mittlere Sachen. Und dann hätte ich so einen riesigen Bazooka-Raketenwerfer. Aber das ist unbezahlbar für mich. Aber dann Dani anmeckern wegen Fensterflug. Ja komm, der Fensterflug war legendär. Vor allem das Lustige ist, das DJI Carry Fresh ist 3 Monate vorher abgelaufen. Also hätte man nicht einmal Ersatz gekriegt. Die Mini 3 Gimbal dürfen ein bisschen zu schwach sein für die Nikon, denke ich mal. Ja, glaube ich. Ja, da ist die Nikon, glaube ich, zu schwer. Ja, aber echt, Andrea, Hut ab. Hut ab, ja. 70 ist doch noch kein Alter. Doch so viel gewesen. Ja, das war so viel. Die 180, 600 Nikon ist bezahlbar. Ja, es kommt immer drauf an, was jetzt wenn ich Chefchirurg bin. Ich habe hier auch ganz viele Objektive. Nutze ich sie? Ja, ich glaube, das mit die Objektive könnte so sein wie so Briefmarken sammeln, oder? Hauptsache man hat die mal, man könnte sie mal brauchen. Und was benutzt irgendwie, ich kann mir vorstellen, du hast so 1, 2, 3 Lieblingsobjektive und dann benutzt du die. Und der Rest liegt dann rum. Der Anjo schreibt, wenn man Probleme mit Oberschenkel und Hüfte hat, dann sind 70 schon Alter. Naja, was will ich das mit 25 schon habe? Du hast ja einen Allrounder. Ja, genau, aber so ein Makro-Ding würde mich voll interessieren. So, wie schaut's aus? Wollen wir uns noch irgendwas anschauen oder auf was habt ihr Bock? Ich würde fast alles machen, außer das, was der Olaf sagt. Ja, das ist ein Allrounder, stimmt schon. Ja. Aber ich denke mal, wenn ich da so Makroaufnahmen damit probiere, ey, ich muss an so einer Scheißbiene wirklich nah ran, ja? Und ich habe Angst vor Bienen.
Da bräuchte ich so einen Raketenwerfer. Weißt du, da stelle ich mich hin und sehe in 1 Kilometer eine Biene, dann ziele ich da ganz genau und dann habe ich die Biene drauf. So stelle ich mir das vor. Was lacht's denn ihr schon wieder? Hm? Oh Gott. So, wenn ihr nicht wollt, dann. Also, wenn ihr nichts mehr zum Anschauen habt, ich warne euch, dann schauen wir uns jetzt von Stefan Wiesnau, gell? Ja, Frank, passt. Das 105er Makro, das Fischei, ja, 7200 und 100, 400. Ah, okay. Ja. Na, so viel Objektive mag ich gar nicht. Ich will irgendwas mit. Jetzt muss ich was fragen. Wie schaut es aus mit Telekonverter? Da könnt ihr doch auch noch ein bisschen weitere Reichweiten, Brennweiten, sag mal Brennweiten zusammenkriegen. Wäre das nicht günstiger wie so ein riesiger Apparillo? Zeig mal das Zitronenvideo, da wo ich im Wald rumgedüst bin. Wie soll ich hier wieder hin? Ja, wenn keiner einen anderen Vorschlag macht, dann schauen wir uns an Anjo sein Drohnenvideo an. Genau. Aber ich muss euch gleich warnen, also das Video von Stefan Lichtgebildet über Hamburg war toll. Okay, merkt ihr das mal? Wir können uns an Anjo sein Drohnenvideo anschauen. Das dauert 2 Minuten, aber ich muss sagen, Luft anhalten, Blutdrucktabletten nehmen, das wird irre. Schauen wir uns sogar im Ton. Wow. Ja, jetzt habe ich vergessen zum Umschalten. Tut mir leid, jetzt war ich so fasziniert von dem Video. Ah, tut mir leid, Jungs, tut mir leid. Jetzt habt ihr bloß meine dämliche. Ja, verpetzt mir heute, oder? Hier. Boah, Kinder sind solche Petzen, ey.
Das ist der Kanon in D. Für jeden, der sich mit Musik auskennt. Ja, ist doch cool geworden. Also vom Tiefflug, vom Flugstil, geht auch nicht, könnte bekannt vor, oder? Also beim Anjo könnt ihr auch mal vorbeischauen auf dem Kanal, gell? Oh, ja, was schreibt's denn ihr da alles? Die Elisabeth, Video vom Lichtgebild, okay, Hamburg, okay, merkt man's mal. Aktbildern, genau. Die kenne ich von Instagram. Bilder machen, die du hast. Wir sehen dich, nur dich. Mir verklickt. Lass uns. Ich habe an meiner Nikon meistens das 18 bis 300 mm Makro von Sigma. Super Objektiv. Okay. Makro, wie mich so jucken. Bei meiner Olli für die Reise habe ich nur ein 7,5. Okay, das wird wahrscheinlich relativ leicht sein, schätze mal. Der Anjo schreibt da noch, da habe ich geübt, zum einen das Fliegen, zum anderen ein bisschen was Schneiden angeht. Ja, ist cool, Mann. Also für jemanden, der nicht so die Übung hat, so knapp bei den Bäumen vorbei und durch die Hecken. Respekt. Der Markus hätte mir den Kopf abgerissen. Das stimmt. So, Jungs und Mädels, wie schaut's aus? Viertelstunde. Jetzt so gesagt 22 Uhr. Das mal langsam. Wisst ihr, was mich interessieren wird? Jetzt pass auf, ihr kennt es doch, vielleicht an Markus Fahns Lichtfarbenfarbe. Ich habe das Video heute leider noch nicht angeschaut. Und zwar, warum mich Videos auf YouTube aufregen. Das hätte mich interessiert. Hat das schon jemand angeschaut von Markus? Warum mich Videos auf YouTube aufregen? Dann kommen bestimmt meine Videos. Markus hätte mir den Kopf abgerissen. Es würde 11 Minuten 41 dauern. Weißt du, vielleicht wollen wir es da anschauen. Ich weiß nicht, Michael, hast du das Video schon gesehen? Ah, okay. Ja, wenn du das schon gesehen hast, ist es ja ab doof, oder? Aber mich hätte das interessiert. Okay. Nein, kenne ich nicht, okay. Markus Faas ist, wie soll ich sagen, Profifotograf. Ja. Also wie gesagt, wenn ihr wollt, wenn ihr Bock habt, können wir es uns nochmal anschauen. Aber wenn es die Hälfte schon gesehen hat, ist mir jetzt der Bus vorgeschlagen worden. Er hat recht, was er sagt. Ja, er hat recht, ja. Die Cassandra kenne ich nicht. Na, die Cassandra kenne ich schon, aber die Cassandra kennt das Video nicht. Der Anjo kennt es auch nicht. Ist aber runtergebrochen auch das, was er gerade bemängelt. Ach, wisst ihr was? Auch gesehen. Was macht's ihr bitte den ganzen Tag? Ich bin den ganzen Tag Fotos zuschneiden, scannen. Kindergeburtstag haben wir heute gehabt. Ja, genau. Was sagt er denn? Genau. Bringt es mal auf die Kernaussage. Um was geht's da eigentlich? Was sagt er? Hey Lukas, grüß dich. Servus, schönen guten Abend. Jetzt bist du schon ein bisschen spät dran, weil eigentlich wollte ich um 22 Uhr Schluss machen. Wir überlegen gerade, ich weiß nicht, ob du Markus Faas kennst, der hat heute ein Video rausgebracht vor 7 Stunden, warum mich Videos auf YouTube aufregen. Und jetzt sagt jeder, er hat recht, er hat recht, er hat recht. Ja, aber bei was? Glückwunsch dem Geburtstag.
das Kind. Ja, ist der Jonas. Der ist jetzt 18 geworden und zieht morgen aus. Hurra! Ja! Hey, sturmfrei. Was nicht? Ach nee, der ist erst 10. Oh. Ah. Clickbait prangert er. Ah, alles klar. Also so wie meine Videos. Ja, es ist so eine Gratwanderung. Clickbait, ich weiß nicht genau, um was geht, aber es soll auf der einen Seite Aufmerksamkeit erregen und dann ist so eine Gratwanderung. Verspricht das Foto nicht das, was im Video ist, dann ist es scheiße. Aber die Thumbnails, wenn er die Thumbnails meint, die sind nicht mehr so wichtig auf YouTube. Wisst ihr, was wichtig ist auf YouTube? Ich kann euch den Tipp geben. Das sind die ersten 2-3 Sekunden, wenn das Video anfängt. Da steigen die Leute drauf ein. Das Thumbnail selber, da schauen die Leute gar nicht mehr so. Das sind so ihr kennt es doch, wenn es auf irgendein Video geht, hast du da ein paar Sekunden so einen Ausschnitt. Genau. Solange es wenigstens zum Inhalt des Videos passt. Ja, ja klar, es muss zum Inhalt passen, aber es gibt hier wirklich ganz miese Sachen. Edge, meine Jungs sind alle aus dem Haus. Andrea, wie weit wohnst denn du weg? Ich frage für einen Freund. Wir hätten 3. Lukas, ach so, das mache ich auch immer. Ich gehe mit der Maus drauf und zeige das. Ja, genau. Das ist das, wo die Leute drauf anspringen. Die Thumbnails selber, da schaut keiner mehr. Weil, jetzt überlege mal, du klickst so durch. Also ich schaue grundsätzlich auf dem Fernsehen. Ja, du klickst da durch, Thumbnail, du bleibst gar nicht beim Thumbnail hängen, sondern bei den paar ersten Intro-Sekunden. Genau. Glückwunsch, Andrea. Ja, definitiv Glückwunsch. Bewegtes Bild, glaube ich, nennt man das. Mhm. Hast du es schon mal im Aufzug gemacht? Wie bitte? Hast du es schon mal in... Ja, Olaf, jetzt bin ich aber reingefallen auf dein Clickbait. Ja, genau solche Sachen. Ja. Genau solche Sachen. Ich meine, man kann es ja als Humor mal sehen, aber wenn man das grundsätzlich macht, ist es... Der Anjo schreibt, ich finde, untertreiben ist besser als Erwartungshaltung zu befeuern und dann sieht und hört man nur Kacke. Sorry für den Ausdruck. Ja, genau, Anjo. Ich bin vollkommen deiner Meinung. Wobei, ich mache so Thumbnails auch manchmal, aber bei mir ist es einfach den Humor, was ich habe. Also die Thumbnails, und wenn es ein Thumbnail ist, dann schreibe ich auch hin, Achtung, Ironie oder der Olaf schreibt, meine Thumbs sind alle gleich. So. Jetzt Olaf. Das möchte ich jetzt überprüfen, ob bei dir alle Thumbnails gleich sind. So, Art ist dead. Na, der Art ist Chat. So, jetzt schauen wir beim Olaf. Stimmt. Hey, Leute, der Olaf ist heute im Chat, aber ihr kennt den Olaf eh alle, gell? Aber das macht jetzt nichts. Ich habe deinen Kanal gar nicht vorgestellt. So, also, jetzt gibt's, Achtung. Achtung. So, also, wir haben hier den Olaf Art OS, 55 Abonnenten und 27 Videos. So viel Zeit muss sein. So, der Olaf schreibt, dieser Kanal ist eine Erweiterung meines Hobbys, dem Bildermachen. In kurzen Videos mache ich Vorschläge, wie man neue Ideen beim Fotografieren kann. Wenn einem das derzeitige Themengebiet zu langweilig geworden ist oder man mal andere Sichtweisen testen will. Das stimmt, das kann ich bestätigen. Ich sag bloß elendige Milchkanner. Einfach sich in eine begrenzte Fläche oder begrenzten Raum umschauen und dort 36 Aufnahmen machen. War zu analogen Zeiten ein Film voll. 36, stimmt. Aber hey, du Mücke, du hast die großen und kleinen. Und daraus die besten 5 Bilder auswählen und wer möchte, mit Hashtag 5 aus 36 bei Instagram teilen. Zeigt eure Ideen oder lasst euch inspirieren. Viel Spaß beim Nachmachen, Vormachen, besser machen und vergesst nicht,
Hashtag dran machen. Ja. Also wer den Olaf noch nicht kennt, das tut mir jetzt total leid, weil wir haben jetzt jeden Kanal vorgestellt von euch. Und ich habe beim Olaf auch schon mitmachen dürfen. Und es war wirklich eine Challenge. Also wenn ihr damit Bock habt, 5 aus 36, müsst ihr wirklich mal ausprobieren. Müsst ihr wirklich mal ausprobieren. Es ist so verdammt schwer. So. Das ist gleich, das ist gleich, das ist gleich, das ist gleich. Jetzt schauen wir. Ja, du hast, ja, definitiv. Doch, du hast da wirklich eine schöne. Schau mal, vor einem Jahr, das hat mich fasziniert. Das Video vom Olaf. Wir schauen, was du schreibst, sonst komme ich nicht hinterher. Ich habe jetzt 3 Söhne, mein Soll erfüllt. Ja, Andrea, das hast du. War mein erstes 5 aus 36. Der Luca schreibt, Videofarmer hat die besten Clickbait-Videos in der Drohnenszene. Habe einen Langstreckenflüge entdeckt. Lukas, ich kenne dich doch von Juster Schmidt aus dem Chat, oder? Kann das sein? Hilf mir mal. Also vom Videofarmer halte ich gar nichts. Der macht 1 Kilometer Flug mit der Drohne über Stoppelfeld. Ja. Michael Ritter, vielleicht wollt ihr mein erstes Drohnenvideo sehen. 5 Minuten. Okay, Michael, das merkt man uns auch mal. Ach nee, nicht mein erstes. Okay, Oberhof, Bontalteich, Bahnhof und Bärenstein. Okay. Dani, du bist Moderatorin, merkt der Michael Ritter das Video. Der Anjo, ja, Michael will ich sehen. Lukas, Clean, Thumbnails sind auch nice. Ja, beim Olaf, ja, genau, stimmt. Mensch, den Olaf habe ich noch gar nicht abonniert. Gleich nachholen. Ja, wie schreibt der Olaf? Nachmachen. Probier es wirklich mal aus. 5 aus 36. Haben wir gerade darüber geschrieben. Okay, erledigt. Aber hast du es? Super geil. Das finde ich so toll. Das finde ich an der Community wirklich toll. Ja, genau. Und Discord. Ah, Lukas, alles klar. Ja, genau. Ja, jetzt. Dann willkommen. Freut mich brutal. Freut mich echt toll, dass aus der Community immer welche hier dabei sind. Christian streamt ja schon seit längerem nicht mehr. Der Juster Schmidt. Ja, mach mal. Danke, Michael. Anjo, da ist dein Titelbild. Oben kenn ich. Weiß nicht von dir, denke, aber dass ich das beim Siegfried Eichhorn schon lang gesehen habe, täusche ich mich. Ah, der Anjo kennt sogar an Olaf. Das ist ja cool. Ja, ja. Aber es gibt ja andere Streamer auch. So, gut. Also, wo sind wir jetzt stehen geblieben? Wer wollte... Okay, aber nein, ja, erst wollte ich da noch kurz reingucken beim Olaf. Darf ich da noch ganz kurz reingucken mit dem Burning Man, mit dem Light Painting Tutorial? Weil das habe ich voll fasziniert. Also, wenn ihr Bock habt, weil ich habe da ewig gebraucht, bis ich draufgekommen bin, wie es funktioniert. Ich starte das jetzt, weil ich finde das wirklich cool gemacht. Also, schauen wir uns das schnell an hier. So, ihr Lieben, ja, es haben mich jetzt einige Leute ja gefragt, was es mit dem Burning Man gewesen ist. Und es ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Ihr müsst eigentlich nur eine Rettungsdecke nehmen. Die müsst ihr in solche Streifen schneiden. Geniale Idee. Das ist eine goldene und eine silberne Seite. Und wenn ihr die alles schön zusammengeschnipselt habt, müsst ihr das mit einem Klebeband, mit einem Isolierband an einer Taschenlampe befestigen. Geniale Idee. Dass das Ganze dann ungefähr so aussieht. Ja, darauf zu achten, dass je nachdem, was man machen will, ob man einen Burning Man machen will oder einen Iceman machen will, dass man ja, entweder die silberne oder die goldene Seite nach innen nimmt. Also ein bisschen aufräumen hier, dass hier nichts wegfliegt. Ja, und dann ja, mit Klebeband an der Taschenlampe festgemacht das Ganze und dann einfach jetzt eine Person oder sich selber natürlich Ist der Ton besser? Passt? im Dunkeln abledern. Das Ganze muss man halt mit einer Kamera machen, die manuelle Einstellungen hat, dass ich meine Blende und meine Zeit separat einstellen kann. Das ist halt wichtig. Manche Handys können das auch. Ich habe eine Belichtungszeit ungefähr von zwischen 30 und 60 Sekunden.
Ja, man muss halt gucken, wie schnell man dann entsprechend ist. Eventuell kann man an der ISO noch ein bisschen schrauben, für den Fall, dass die Taschenlampe ein bisschen arg dunkel geraten sein sollte. Ja, und dann einfach mal abwedeln. Da kommt aber dann gleich noch ein Making-of dazu. Nur das ist eigentlich schon alles. So, an der Location angekommen, haben wir jetzt das Problem. Klar, es ist natürlich wesentlich zu hell jetzt, um diese Aktion hier durchzuführen. Aber ich mache das jetzt nur hier mal, um euch zu zeigen, wie das dann aussehen sollte. Wie gesagt, die Kamera gehört auf ein Stativ. Ist wichtig, damit es nicht verwackelt innerhalb dieser 60 Sekunden, wo wir da belichten, oder bis zu 60 Sekunden. Und ja, man braucht halt ein Modell, es geht auch ohne, aber es ist einfacher, wenn man die Person selber direkt abwedelt. Wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr dunkle Klamotten anzieht, wenn ihr das Ganze tätigt, weil alles, was hell ist und man beleuchtet sich grundsätzlich mit der Taschenlampe auch irgendwie selber, man erscheint im Bild. Habe ich mich dunkel angezogen, passiert das nämlich alles erstmal gar nicht. Zu den Kameraeinstellungen werde ich dann nachher noch was zu sagen, beziehungsweise ich werde das dann bei den Bildern mit einblenden. Die Belichtungszeit beziehungsweise die Blende. Und ja, dann legen wir jetzt gleich mal los. Die Kamera löst man über einen Selbstauslöser aus mit 5-10 Sekunden Verzögerungszeit oder man kann auch benutzen einen Fernauslöser. Ich würde es jetzt mit einem 10 Sekunden Selbstauslöser probieren. Und ja, ich starte dann gleich mal die Kamera im Trockenmodus, damit ihr seht, wie das aussehen muss, und später gibt es dann auch die passenden Bilder dazu. Oh. Genial. Ja, also ich finde die Bilder, die sind wirklich genial geworden. Genial. Es hat ganz lang gedauert, bis ich das verstanden habe, wie das funktioniert. Oh, wir schnachten hier. Ressa Picture, grüß dich, servus. Das freut mich, dass du da bist. Was macht deine Lego-Kamera? Anjo. AutoS bist geboomt. Lukas sieht aus wie beim Barber, wenn er die Haare wegmacht. Ja.
Ich finde das genial gemacht, wirklich genial. Genau, brennbare Flüssigkeit drüber gießen und anzünden. I'm a Scatman, jo. Jetzt weiß ich, wo die ganzen UFO-Sichtungen entstanden sind. Ja, wie gesagt, das möchte ich auch mal nachmachen. Ich habe es ja mit der Taschenlampe so probiert und das klappt wirklich, ja. So, wenn ihr Bock habt, ich wollte um 22 Uhr Schluss machen. Umso später, desto hübscher die Gäste kommen. Wenn ihr Bock habt, jetzt war von Michael Ritter noch ein Vorschlag, sein erstes Drohnenvideo. Es könnte auch ein Lukas interessieren, als alter Drohnenpilot. Also wenn ihr Bock habt, können wir uns das noch angucken. Schauen wir mal. Jetzt pass auf, jetzt muss ich wieder Michael. Ja, genau, würde ich sagen, mach mal ein cooles Abschlussvideo. Ja, der zweite Teil ist durch, fehlt noch der letzte Beutel. Mal schauen, vielleicht schaffen wir es morgen früh. Also wenn du wieder am Lego basteln bist und ich krieg's mit, dann komm ich, gell? Muss ich mal anschauen. Okay, machen wir das Drohnenvideo. Jetzt muss ich bloß wieder schauen. Michael, hilf mir mal. Weil du heißt ja doch nicht Michael Ritter, weil sonst muss ich jetzt 225 Abonnenten durchschauen. Ritterfoto war das. Ritterfoto. Also das war klasse vom Frank. Also vom Ehrenwerten und vom Michael. Jetzt muss ich umschalten, das seht ihr wieder nicht, was ich euch zeige. Hier. Also Michael habe ich ganz anders eingeschätzt, weil ganz ehrlich, man schaut also immer die Bilder hier an. Nach dem Bild hätte ich die so auf 25 eingeschätzt oder so. Also ich war da echt überrascht. Positiv natürlich. Der Olaf schreibt, der Sensor zeichnet nur Licht auf, deshalb immer dunkel klein. Okay, Ritterfoto haben wir. Klemmbausch. Oh, scheiße, aber das böse Wort gesagt. Ich habe das böse Wort gesagt. Du darfst auch auf YouTube nicht mehr Lego sagen. Lego ist markengeschützt. Das heißt Klemmbausteine. Also all in black. Okay. Am besten, mein Model hatte helle Klamotten an und die leuchten durch. Okay. Ja, das muss man machen. Also Dani weiß Bescheid. Ja, ich am liebsten schwarz. So, jetzt gucken wir. Michael Ritter, 95 Abonnenten, 15 Videos. Das Video war in der blauen Stunde. Das weiß ich gar nicht, das oder das? Auf alle Fälle ein Eisvogel. 25. Besten. Held der Steine? Ja, Held der Steine. Aber der hat seinen Laden wenigstens auch nebenbei. Der macht nicht nur YouTube. 25 wäre super, aber lange her, sind schon 60 geworden. Was? Ja, aber 15 Videos hast du veröffentlicht, oder? Liebe Grüße gehen raus vom Lukas. Kann man auch ohne Modell machen. Ja, ich mache das nackt. Eisvogel fotografieren hätte ich auch Bock drauf. Ja, Lukas, das ist krass. Also, die blaue Stunde, wenn du da anschaust, musst du mal beim besser nachschauen. Das vorletzte Video ist es. Das vorletzte. Ach, Fantal. Okay. Unser Thüringen. Oberhof, Fantalsteich. Da oben haben wir den klassischen Clickbait. Die 4K Ultra HD. Mensch, ich meinte mit dem 60 das. Achso, mit dem Alter, Entschuldigung. Ja, ich bin verpeilt. Okay, da bin ich jetzt gespannt. Also ich würde sagen, kurz nach 10 genießen wir jetzt das Video vom Michael Ritter. Bärenstein. Schau mal rein. Der Philips Airfryer Kombi begleitet dich jeden Tag. Du kochst schneller,
Spiegelungen schauen super aus. Aber was einem als Drohnenpilot gleich auffällt, das machst du heute mittlerweile anders. Ich sage immer, alles, was länger wie 3 Sekunden läuft, wird langweilig. Ich habe das früher genauso gemacht. Ich habe das nicht gewusst. Und das passiert aber heute noch, wenn du den Gimbal drehst, dass einfach manchmal ein bisschen ruckelt. Ist jetzt keine Kritik nicht, aber ich erkenne mich da selber drin. Entschuldigung, schnell zurück. Da bin ich richtig neugierig, aber unten, glaube ich, habe ich jetzt gerade Loch Ness gesehen. Entweder ist das Loch Ness oder da kommt gerade ein Torpedo. Also wenn ich noch was streamen sollte, dann zeige ich euch mal mein erstes Drohnenvideo. Das ist unter aller Sau. Genau, das wollte ich gerade fragen. Was ist das für eine Drohne? Ich sag, das ist die Mini 2. Ohne ND-Filter. Mavic Air 2. Okay, krass. Aber Michael, das ist ganz normal. Und wenn man ein anderes Video anschaut mit dem DDR-Palast, das ist irre. Aber das erste Video hast du eigentlich schon ganz schön viel getraut. Wenn man ich vorstelle, mein erstes Drohnenvideo, ich habe so Angst davor gehabt. Und du fährst da über Brücken, zwischen Bäume durch, über Wasser. Ja. Gucken wir schnell. Oh. Ihr seid da wieder voll am Rumschachern, ob ich länger mache, gell? Ihr habt das schon mitgekriegt. Samstag geht es unter 4 Stunden nicht. Samstag geht es unter 4 Stunden nicht heim. Die Felsen, ja. Also der Spot ist cool. Der ist wirklich cool. MotoGP? Ist das Motorrad? Motorrad. F1, dann Sprint. Okay, da bin ich voll raus.
Michael sagt, naja, das Video ist dann doch zu langweilig. Ja, das ist, wie gesagt, ganz normal. Presser Pictures. Ich habe noch meine DJI R2S abzugeben. Was meint ihr? Die Musik ist ja noch das Schönste. Ha, Michael, jetzt aber du bist genauso schlimm wie ich. Wenn ich irgendwas mache, sage ich immer danach, es war scheiße. So, jetzt zeige ich euch was. So, das Allerbeste. Schauen, ob es jemand kennt. Ah. Und zwar liebe ich dieses Miststück. Wo ist das Auto? Jetzt. So. Ich liebe sie immer noch. Da brauche ich keine Mini 4 Pro, keine 5 Pro, keine sonst irgendwas. Die R2S mit dem 1 Zoll Sensor ist immer noch ein richtiges Biest. So, jetzt schauen wir mal, was der neue schreibt. Der Anno schreibt bei uns hier, hat dieser Woche eine Anzeige bekommen, ist über eine Siedlung geflogen mit etwas Größerem als eine Mini 2, sollte im Auftrag ein Haus filmen, das zum Verkauf steht. War nicht gemeldet, hatte keinen DS-Schein, auch kein... Okay, das ist krass. Deswegen haben wir ein eigenes Gewerbe, weil wenn du gewerblich fliegst, darfst du auch über private Grundstücke, wenn du einen gewerblichen Auftrag hast, fliegen. Drohnenrecht ist total irre. Bloß, wenn er schon einen Auftrag hat, dann braucht er wenigstens die Mindestvoraussetzungen. Also das ist unverständlich, aber genau wegen solchen Leuten haben die Drohnenpiloten so einen schlechten Ruf mittlerweile. Der Lukas schreibt, meine R2S ist mal einfach von 120 Meter abgestürzt. Echt jetzt? Ich glaube, ein Propeller ist abgeflogen, aber genau weiß ich nicht, was passiert ist. Aus 120 Meter. Aber schau dir mal von der R2S an, die Arme. Und dann schaust du mal die von der Mini 2 an. Das ist ja, das macht da mal Knack und das Ding ist weg. Wobei die Mini 2, ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast, Lukas, wo die Bavaria Dani auf der Burg durchs Fenster fliegen wollte und hat dann auf 7 Meter Höhe die Drohne genau in der Ruine im Fensterraum gepackt. So. Also Leute, wie schaut's aus? Das vom Stefan soll man noch anschauen. Vom Stefan habe ich das gesehen. Gebildet. Hab dann den Akku raus und wieder rein, dann hat es geraucht, die ganze Bude hat gestunken. Ich kann mich sogar erinnern, Lukas, genau wie du das erzählt hast. Oh Mann. Na, das wäre schlimm. Ich habe Gott sei Dank Carry Fresh, also Versicherung. Ja, als Drohnenpilot müsste man Kletterer sein als zweites Hobby. Naja, als Drohnenpilot nicht, als Bavaria Dani. Ja. Freeclimber. Genau. So, wie schaut's aus bei euch? Ach, die Dani hat es wenigstens probiert, durch das Fenster zu fliegen. Die Dani ist ein richtiges hinterlistiges Luder, sagt man in Bayern. Weil, jetzt kann ich es euch erzählen. Ich war ja auch am Fliegen mit der R2S. Ich habe cinematisch mit 25 FPS. Und die Bavaria Dani ist so eine, die macht so Sachen immer, wenn ich mich umdrehe. Und dann schaut's immer, wo ich bin. Jetzt ist er nicht da. Attacke! So schaut sie mich aus. Jetzt hör doch mal auf damit. Nein. Bin seitdem um 50 Jahre gealtert. Kannst du den Anjo fragen. Öfter ist Schuster Schmidt, kann man nicht crashen. Ja, der hat sehr viel Glück. Das stimmt, der hat sehr viel Glück. So. Also Jungs, ich würde sagen, ihr kriegt jetzt von mir noch, ihr kriegt noch einmal die Robbe von mir als Abschluss, oder? Das Video vom Stefan. Ihr wollt das Video vom Licht gebildet? War das Licht? Wollt ihr das noch anschauen? Also von mir aus können wir das auch dranhängen. Ist eigentlich die Elisabeth und der Christian noch da und die Cassandra? Ja. Meine Kinder sind Arschis. Ja, Christian, der hat in letzter Zeit so viel Glück gehabt. Der legt laufend irgendwelche Drohnen um.
So, aufwachen. So, seid wieder wach. Okay, ein Ausschnitt. Die Cassandra ist oder? Ich muss Schluss machen. Schönen Abend noch. Andrea, vielen, 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 vielen lieben Dank. Wir sehen uns, egal in welchem Stream. Vielen Dank, Andrea, gell? Und schlaf gut. Das ganze Video ist sicher zu lang. Okay, ist es ein langes Video? Ja, dann machen wir das. Schauen wir halt einfach nur mal kurz rein, oder? Ihr müsst ja bloß sagen, was ich eingeben muss. Ich bin euer Schreibsklave. So. Zwei Finger suchen. Ah, Christian ist er da. Cool. Ja, jetzt schauen wir nur kurz da in das Video rein und dann, glaube ich, würde man Schluss machen. Also wirklich, Leute, ihr glaubt es nicht, wie anstrengend es ist, so einen Livestream machen. Weil wenn man unvorbereitet ist wie ich. Später Licht. Schaut mal um hier, dass ihr zugucken könnt. Licht gebildet. Schau mal. Wo haben wir ihn? Da haben wir ihn, oder? Abonniert. Licht gebildet. Zack. Ich muss aber unbedingt später noch das Video von Markus Fahns anschauen. Licht gebildet. Okay. Dann da druckst du voll konkret auf Video. Na, schaust du, 5 Tage durch Hamburg. Treppenviertel, Chilehaus. Chilehaus. Das Chilehaus kenne ich sogar. Berlin Express, Monty Python. Ja, 35 Minuten ist zu lang. Wo soll man da mal reingucken? Wir bei Braun haben den Anspruch, die besten Rasierer zu entwickeln, die mühelos jede Bartlinge mit Präzision meistern. Egal ob 1, 3 oder... Ich bekomme eine Werbung für einen Bartrasierer. Super! Super Algorithmus. 7 Tage Bart, so wie der Braun Series 9 Pro, Testsieger bei Stiftung Warentest. Und der neue Braun Series 9 Pro Plus mit verbesserten Precision Pro Trimmer. Langlebige Qualität, jetzt mit 5 Jahren Garantie. Behandelst du deine Erkältungssymptome nur am Tag oder nur in der Nacht, machst du nur den halben Job. Vic Day Night lindert deine Erkältungssymptome über 24 Stunden. Mit 3 Tabletten für den Tag und einer speziellen Nachttablette. Sei wieder ganz du selbst. Vic Day Night. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Olaf, Adblocker unterstütze ich nicht, weil ich auch Geld durch Werbung bekomme. Genau. Aber meine Werbungen sind skip-able. 2, die nicht überspringbar sind schon ganz schön fies. Zwiebel. Elisabeth, sag aber, bist du deppert? Ah doch, du bist Wienerin, du verstehst es. Ich schaue aus wie 15 ohne Zwiebelwort. So, da lachen wir die Kinder aus. Oder geht das beim Apfel nicht? Oder mit dem Raspberry die Eihol. Piehau? Na, Olaf, ich glaube, das wird schon wieder unanständig mit dir. So, das ist die Elbphilharmo-Dings, oder? Ach, Elfi, sagt man als Hamburger. Elfi, genau. Also Hamburg war ich auch schon und ich liebe diese Stadt. Ich liebe diese Stadt. Und muss unbedingt wieder mal hoch. Dann nehme ich Bavaria Dani mit, weil die war noch nie in Hamburg. Aber Hamburg hat so ein unglaubliches Flair. Total cool. Total cool. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Aber ich hätte so viel Angst. Und jetzt ganz ehrlich, unter die Drohnenpiloten, ist das auf Sichtweite? Na.
Lukas, du bist aber nicht das mit den Frachtervideos, oder? In Hamburg. Cool. Okay. Christian, du bist eine Petze. So, jetzt lasse ich mal voll den Ding hier. Hamburg ist sehr schön, gebe ich aus Münchner zu. Presser. Ich weiß nicht, aber irgendjemand habe ich als Abonnenten, der macht so richtig geile Drohnenflüge an den Frachtern vorbei und Fotos. Ich weiß bloß nicht, wer das ist. Jetzt muss ich aber ganz schnell was raushängen lassen. Und zwar, das Schiff hier ist die Rickmeers. Und da kannst du unten reingehen und da gibt es voll leckeren Lapskaus zum Essen. Ich habe noch nie so ein... Doch, bayerisches Lüngerl ist genauso schlimm. So, das sollte jetzt loswerden, weil da war ja schon Essen. Sehr gut. Aber der hat eine ganz schöne große Sichtweite, gell? Der hat wahrscheinlich von Michael Ritter das Raketenobjektiv drauf. Also das mit die Aufnahmen stimmt, aber es ist jetzt schwierig, gell? So weit die Kulisse. Aber das müsstest du halt immer wieder so ein bisschen unterbrechen und dann was anderes. Ja, das stimmt schon. Ist schwierig. Aber richtig geil noch der Musikschnitt und so weiter, gell? Gefällt mir echt gut. Also wenn es wollt, können wir noch, sagen wir bis um 10:30. Schauen wir noch. Lapskaus ist geil. Nee. Lapskaus ist irgendwie eine Fisch. Ich hab's nicht runtergekriegt. Und das ist übrigens das Parkhaus am Rödingsmarkt, wo ihr vielleicht schon gesehen habt, das Bild innen drin mit dem Rondell. Also muss man unbedingt mal gesehen haben, wenn man in Hamburg war, dieses wunderbare Parkhaus am Rödingsmarkt. Also von außen total hässlich und lost. Und hier, ja, Bild blende ich euch rein.
Hamburg, da musst du eine Woche nach Hamburg, bis du was sagen möchtest. Das. Ja, Anjo, das stimmt. Also erstmal Kartoffeln. Ja, da war Fisch drin. Ich weiß nur Ei, es war Ei drin und Fisch und Kartoffel. Der Anjo schreibt, ich mag es, wenn man mir beim Betrachten Zeit gibt, das zu sehen, was sehenswert ist, zumindest für mich. Ja, das stimmt auch. Da ist jeder unterschiedlich. Aber das da hinten ist doch der Michel. Was der Michel, ihr Hamburger Fischköpf? Hm? Ist der Michel, oder? Ja, so stelle ich mir Hamburg vor. Ja, die Touristen sind da auf der Rickmeer und da auf der Fähre und der Bavarian Sky Pixels, der will das hier. Ein französisches Piratenschiff. Super, das ist mitten in Hamburg. Also das Video muss man auf alle Fälle anschauen. Definitiv. Muss ich da schnell ein Like geben und der Theo Kötter, ja, da muss ich auch noch was schreiben. Und an Olaf muss ich auch noch ein Like geben, das habe ich auch übersehen. So, Leute, es ist 22:30 Uhr, also Geisterstunde, für einen alten Mann eigentlich jetzt Bettgehzeit. Die Cassandra schreibt, interessant, ich kenne Lapskaus nur mit Hering, Zwiebeln, rote Beete und Pellkartoffeln. Also, da stellt sogar die Nackenhaare auf, also Zwiebeln, Kartoffeln gehen, aber der Rest schon sehr gewagte Mischung. Da fällt mir definitiv so die Weißwurst mit dabei. Gut. Also Leute, ich würde sagen, dann mich sehr gefreut, hat richtig Spaß gemacht. Ich war voll aufgeregt. Mittlerweile geht's wieder. Wenn ihr Bock habt, mal so in 2 Wochen nochmal so ein Livestream oder so, wird es dann auf YouTube also posten und vielleicht habt ihr einfach irgendwelche Ideen, wozu ihr ein bisschen unterstützen könnt. Irgendwelche Ideen, was wir machen könnten. Wie gesagt, ich bin für jede Schandtat bereit. Was macht's denn ihr da? Die Kinder winken. Hat mich sehr, sehr gefreut, und zwar jeden Einzelnen. Finde die toll, also die Community auch übergreifend, dass man sich untereinander kennt. Und ja, Anjo, wir sind einfach der Krustenbraten-Typ, ist so. Jetzt wollen die Kinder nur Ciao sagen, oder? Sagt's mal Ciao, müssen wir laut. Ciao! 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 Bye! Ciao! Bye! So, ab ins Bett, sonst müsst ihr Cassandra ziehen. Also, schönen guten Abend, Frau Admin, mache ich. Dankeschön, Olaf, Theo Kötter, danke, dir auch einen schönen Abend. Elisabeth, schönen Abend nach Wien. Anjo, dir auch einen schönen Abend wünsche ich dir. Und ich hoffe, du machst mit dem Kanal weiter, gell? Und Bavaria, Dani, dir auch. Achso, na, das könnt ihr selber sagen. Also, in diesem Sinne, jetzt könntest du mal schauen, wie das ausschaut. Hier ist der Knopf. Stream beenden. Ich wünsche euch eine schöne gute Nacht.